Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit der... Warte, jetzt muss ich schon cool sagen. Okay. Wer ist wieder da? Nina! 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 Ich liebe es so, dass es mittlerweile auch so ein Insider geworden ist. Ich schwöre, das ist so cute, alles wegen dir. Danke Ja. vielmals. Nein, aber es ist ja ein SRF-Beitrag gewesen? Oder wo ist das SRF Virus, ja. Es war einfach ein SRF-Virus-Beitrag, wo irgendwie... Was ist gegangen? Irgendwie, ich glaube, sie haben Tickets verlost für Nina Chuba-Konzert. Doch, Nina Chuba. Und dann haben sie quasi sogar gesagt, das Lied geht quasi so, wer ist wieder da? Und wenn du kannst weiter singen, gewinnst du quasi Tickets. Und nachher haben sie uns einfach getaggt. Und unsere Fans, die haben natürlich gewusst, weißt du? Die sind so gesagt, ja, Nina! Ihr seid die Besten, let's go! Und es ist auch mega cute, es haben sich recht viel, by the way, wieder gewünscht, ich kommt wieder mal endlich eine fucking Podcast-Folge mit der Nina. Und ich so, ja, sorry Leute, es kommt. Ja, sorry, weißt du, ja, bin busy, keine Zeit und so, da habe ich Blazer an. Wir sind heute so richtig Business. Wir haben eigentlich schon gesagt, eigentlich müssen wir eine Podcast-Folge anfangen. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe der Podcast-Folge Mini-Pause. Wir starten mit dem lustigsten von der Woche. Danke für den Soundeffekt. Ja, Nina, wieso sind wir dann so schön angeleitet? Willst du erzählen? Ja, also die Gute hier nimmt mich mit an ein Event. Wir gehen ewige Liebe schauen. Oder? Es tut noch so lustig wie eine ewige Liebe. Wir gehen ewige Liebe schauen. Nein, ja, am besten erzählst du. Ich tue dir das Mikrofon weiterreichen. Nein, es ist jetzt, also, keine Ahnung, wir gehen an die Premiere von Ewige Liebe. Das ist ein krass. Schweizer Film. Ja. Wir können schnell geil. Shoutout an Luca haben. Ja, dann können wir sagen. Und Susanne Kunz. Wir haben die sogar interviewt, Susanne Kunz. Ja, am stimmt. ZFF. ZFF. Hey, wir Oh sind, mein Gott. also weißt, wir sind schon High Class da. Ja, Also- schau es an. Wir haben mit Susanne Kunz das Interview gehabt. schwöre. Logisch! Mit ihr haben wir sogar Spiele gespielt. Mit ja, gell? Wir haben Was es gemacht. Wer oder was? Oder wie? da, These or That. Ah, this or that. Was? Ich will Denkst- Englisch da. These or That. This or that. Denkst du, sie kennt uns heute noch? Weißt du, sie kommt und so, macht so einen Handschlag mit uns. Ja, Nina! und nachher so Klatscher. Also Genau stell dir so. vor. Oh mein Gott. Okay. Ja. Können wir bitte so ganz cringe zurückgehen? Weißt du nicht, wer ich bin? Wir sind deine Homies, oder? Weißt du nicht mehr? Gut. Nein, wir machen ja immer das Lustigste von der Woche. Und schau, im Fall jedes Mal, wenn ich Nina dabei habe, die können glaube ich, im Fall daily können sie etwas Lustiges erzählen. Ich glaube, es ist zu einfach. Nein. Entweder hast du einfach Pech im Leben oder du bist einfach lustig. Es ist etwas Oh von mein beidem. Gott, ja, fair. Und Scheiße. ja, du hast mir die Story gestern schon ein bisschen erzählt, aber Ja. ich freue mich, zum euch präsentieren dürfen, was Nina lustigste die Woche erlebt hat. Ja, ich freue mich sogar selber zu erzählen. Let's go! Also, genau, ich arbeite bei Red Bull und danach haben wir immer so ein Red Bull-Auto mit so einer Büchse auf dem Dach, genau. Und danach bin ich so mit dem gefahren auf der Autobahn und danach hat jemand bei mir, also bei der Autobahn, mich überholen und dann denke ich halt immer so, meistens sind das so Leute, die wollen quasi wie so bei mir ins Fenster schauen, weil ich ja mit dem Red Bull Auto unterwegs bin, um so zu sagen, hey, schau, ich trinke gerade Red Bull, voll cool und so. Aber das finde ich so crazy, passiert das so oft. Das passiert, weißt du, wie oft im Bist du Fall. irgendwann abgefuckt? So, ja, Kollege, ja, schön, danke, dass du Red Bull trinkst, aber ich bin jetzt nicht, also... Ja, Oder also, bist du so, yeah, aber du checkst eben gar nicht. Du bist einfach so am Fahren, oder? Du checkst ja nicht, dass du eine riesen Büchse auf dem Dach hast. Und dann checkst du aber gar nicht nach. Denkst so, hey, wieso schauen die so? Habe ich irgendwie falsch gemacht? Bin ich irgendwie falsch gefahren oder so? Dann checkst du so, Red Bull Auto und so. Darum, aber es passiert echt mega viel. Und dann habe ich wie so gedacht, wahrscheinlich wegen dem. Und dann merke ich so wie, er geht nicht weg. Und es war nur eine zweispurige Straße gewesen, auf der Autobahn. Und dann schaue ich so überall und dann sind so zwei Typen in so einem Büssli. Und dann sagen sie quasi wie so, ich soll das Fenster runtermachen. Und dann ich so, hey, wir sind da 120 km/h am Fahrrad, wer will jetzt das Fenster runtermachen? Und dann habe ich das Fenster runter und dann sagt er einfach so, darf ich deine Nummer haben? Und Leute, ich werde nie angesprochen, ich sage euch ehrlich, ich werde nie angesprochen. Ich war so voll so, will er meine Nummer weg? Echt? Wegen der Dose? Also wegen Red Bull vielleicht. Und dann ich so, nein. Und dann habe ich so wieder so, hä, meinst du ernst? Und er so, ja, bitte, einfach so, bla bla bla. Und dann ich so, nein. Dann habe ich so die Scheibe wieder so aufgelassen. So. Und dann bin ich so extra langsam gefahren, dass er mich überholen muss.
Und dann bin ich so langsam zurückgefahren. Und dann nachher merke ich so, wie er halt vorbeifahren muss. Und nachher wird er aber auch wieder langsamer. Immer noch auf der linken Spur, immer noch. Nachher wird er so langsamer. Dann habe ich so gedacht, oh nein, nicht schon wieder, oder? Und dann nachher schaue ich so, ich kann nicht mehr. Nachher hebt er einfach mit einem Zettel mit seiner Telefonnummer drauf als Fenster, hebt er es einfach so an, dass ich ein Foto drauf machen ein Foto von dem machen. Und dann habe ich ein Foto von dem gemacht. Aber ich habe mich natürlich, also nein, sorry, nicht natürlich, aber ich habe mich nicht gemeldet. Natürlich nicht. Aber ich habe so gedacht, das ist nicht gerade passiert. Weil ich werde echt selten angesprochen. Und einfach auf der Autobahn, most random Ort. Ja. Aber das wäre so lustig, Das wenn ihr jetzt würdet anfangen zu daten und zusammenkommen und an der Hochzeit könnt ihr dann sagen, ja, wir haben euch kennengelernt auf der fucking Autobahn. Und so zum Kind, du bist ein Autobahnkind. Nein, Alter. Da hat man noch Zeug genommen. Ja, tutti quanti, mi amore. Ja, das ist... Aber es wird einfach keine Fortsetzung geben. Nein. Nein. Du weißt ja nicht, also vielleicht hätte er nur meine Nummer haben, weil ich in einem Red Bull Auto gehockt bin, oder? Da zählen schon die inneren Werte mit da wichtig. Also der hat ja alles gegeben. Der hat ja. 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 Vielleicht schon fast Ab 10'000 Likes? Nein, aber beim Podcast kannst du immer Likes geben. Alter. Doch, kannst du. Stern. Ah, nein. Aber Stern ist... Also, ab wie viele Sternebewertungen schreibst du zurück? Boah. Warte, wie viel habe ich jetzt? Ich weiß selber gar nicht, wie viel ich habe. Ich glaube, keine Ahnung. Ja, oder kann man nicht so... Weißt du, was wäre so... Ja, kein Maß. Warte, ich muss jetzt schnell selber schauen. Aber ich sage auch ehrlich im Fall, ich weiß gar nicht, ob ich die Nummer lesen kann. Aha. Also, ja, vielleicht, wenn... Ja, mal, ich könnte es schon rausfinden. Mal. Ja. Wieso steht das gar nicht? Aber Alter, what the fuck, ist eigentlich passiert? Ja, das ist passiert. Hä, wieso finde ich das nicht? Du bist bin ich selber dumm. Und so halt einfach nicht, oder? Aber... Ja. Doch, man kann doch da liken, nicht? Nein, liken kannst du eben nicht. Kommentieren. Aber vielleicht steht es auch gar nicht mehr. Doch! Oh. 4'500 haben bis jetzt meinen Podcast bewertet. 5'000. Okay. Würdest du machen? Bei 5'000 schreibst du ihm. Aber eigentlich nur wegen dem Support für dich, oder? Aber Stimmt, du hast gar nicht davon. Ja, ich schwöre, ich kann nur verlieren. Nein. Aber ja, easy. 5'000 machen wir. Ja. Da, aber Handschlag, ja. dass man es gehört. Aua. Ja. Aua, Ja, ich schwöre, alles, sorry. So voll in die Hand verwünscht, sondern so... Wie Finger sagt man das Handgelenk. Da kann ich nicht mehr reden. Oder, keine Ahnung. Alter. Okay. Jetzt bin ich gespannt auf deine Story. Du hast mir gesagt, du hast auch etwas. Ja, der Pressure ist viel zu hoch. Nein. Also nein, wir haben eigentlich ich habe vorher schon kurz mit brainstormen, was das Lustigste ist bei mir von der Woche. Weil eben bei mir flutscht es jetzt halt nicht so wie bei dir. Und wir waren gestern im Bodyforming gewesen, und dann habe ich eben kurz gesagt, ja, gestern habe ich wirklich... Also ich weiss nicht, ob jemand kann relate, aber beim Sport und gerade so Gruppensport, weißt du, da kommt immer mal so ein Lüftchen, kommt richtig Arschloch. Vor allem im besten Moment. Ja, nein, es gibt ja Positionen. Wir sind auch dort, wo wir go Dings machen waren, Pilates. Ja. Dort richtig müssen meine Arschbacken zusammenkneifen. Ist dort überhaupt Musik gelaufen? Ich glaube nicht. Es ist ganz leislich. So eine, weißt, so eine Panflöte. Ja. Also so, du musst immer bei so gewissen Positionen, weißt du, wenn du so Katz machst. Ja, und nachher so gewartet. So. Ja, oder wenn du so, weißt, am Boden bist und stehst und dann musst du so ganz langsam deine Wirbelsäule aufrollen. Ja, Wow. kurbelt es alles an. Das ist wirklich so. Auf jeden Fall gestern beim Bodyforming hat es wirklich... ich musste richtig aufpassen. Und weißt du, was eben das Problem ist? Es wäre nicht mal das Problem gewesen, dass man ihn gehört hat, sondern ich weiss nicht, die letzten... Also doch, das wäre schon ein Problem. Voll, das wäre das Problem. Aber es gibt eben auch schon das Problem. Ich habe die letzten 2-3 Tage, keine Angst, das ist ich vorbei. wollte gerade sagen, ja. Ich habe richtig miese Eierfürze. Ich habe gestern... Der Can ist gestern von Milch heimgekommen. Und er war so am Laptop, also am Computer so. Und wo bist du gewesen? Du bist da gewesen? Ich bin da gewesen, am Fernsehen schauen. Ja. Und nachher habe ich kurz zu ihm übergehen. Ja. Und ich habe wirklich... man hat ihn nicht mal gehört. Aber man sagt doch auch, laute Fürze stinken nicht, leise aber fürchterlich. Aber im Fall, ich weiss nicht... Also nein, sorry, schnell, aber... Ich habe einen leisigen Furz. Ich habe es gespürt hinein. Ja, aber hast du gedacht, so, nicht ein Big Deal? Es ist, so. Ja, es ist nicht so ein Big Deal. Ja. Und plötzlich bin ich so... und der Can ist so... Und der schaut mich mit so einem schockierten Blick an. Und ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben,
wo ich meinen eigenen Furz grusig gefunden habe. Und es ist so schlimm gewesen. Es hat richtig verfault geschmeckt. So verätzt. Oh Gott. Ja, ich einfach nach 2 Minuten lang lachen. Aber Wieder warte, so. wieso hast du das gehabt? Ich Also, weiß auch Aber nicht. hast du momentan so Bauchprobleme oder Nein, gar nicht. Nicht? Ich weiß nicht. wenn Ein bisschen Blähung habe ich schon Tag hatte? Was du deine Den, Tage hast. wenn meine Tag hat, sind Ja. meine Füße ganz schlimm. Also, oh Gott, nein, meine Kollegin sagt immer so quasi, du spinnst. Also nein, sie stirbt einmal fast so, nein, das ist schon wieder so ein hässlicher Furz. Nein, ich schwöre, das ist so schlimm. Ja, du hast ja nicht. Also quasi dein weiblicher Zyklus, weißt du, Vielleicht bin ich auch jetzt gerade. Ich weiß es halt nicht. Ich habe meine Tage ja nicht mehr. Ja, Das ist für alle. fair. Ja, Aber- ja, könnte schon gut sein. Aber ja. Ja, vielleicht. Okay. Du, man weiß es nicht. Scheiße. Aber auf jeden Fall, er hat wirklich vernichtend geschluckt. Das ist meine lustigste Story. Aber Leute, wir sind nicht wegen Furzthemen da, Was für ein Einstieg. sondern ihr wünscht euch immer wieder mal einen Girls Talk. Und schau, ein Girls Talk wäre ja langweilig. Ein Girls Talk ist nur spannend, wenn Nina da sitzt. Und darum machen wir zusammen einen Girls Talk. Let's go. Was bedeutet Girls Talk, Nina? Für dich persönlich. Für mich, okay. Können quasi einfach alles sagen, offen, also quasi offen über Themen reden, null Judgment. Ja, das war meine Politik. Nina, erzähl mal von dir. Ich schwöre. Also, Voll ehrlich. Ja. ja, ich glaube, da weißt du für dich. Ja, ich Schon da, oder? Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, Ja. wissen, woher Also ich mit der eigentlich so, Frage wie, wenn wir würden reden, wenn die Kamera nicht da ist. Was wir jetzt Ja. auch machen, weil so ein Podcast ist, Ja. shit chillig. Aber ja. Und auch so ein bisschen, weißt du, so noch Themen, die vielleicht Ja. für andere Tabuthemen sind. Und ich glaube, wir sind allgemein irgendwie, ich kann mit dir auch mit alles reden. Ja, Ich kann safe. mit Ja, dir, fix. ich könnte auch von dir furzen wahrscheinlich. Ja, Das kann ich bei wenigen. Alter. Du hoffst, Ins Gesicht, Alter. Alter, du hoffst aber nicht auf meine vernichtenden zur höchsten. Genuss zurück. Und sonst, meine sind ja leislich, also falls mal eine geschmeckt wird. Oh Gott. könnt ihr mal Also wenn bitte ich plötzlich dann so da liege und nicht mehr gehört, dann ist das Bescheid. Game over. Und die haben jetzt mir auf Instagram können Fragen stellen. Schnell Werbung, @natistelle unterstrichen, da gerne folgen. Let's go. Nina, Maria Lohenberger, könnt ihr auch gerne Oh folgen. ja, oh ja. Das ist richtig desperate. Ja, Wirklich desperate. sollen wir jetzt so mitnehmen vorlesen? Weißt, ich kann halt nie einschätzen, ob das so geil ist, so, oh mein Gott, sie haben meinen Namen vorgelesen, oder ist das so, oh mein Gott, nein, es sind vielleicht alles auch persönliche Fragen. Ja, ich glaube, Sind wir bei dem jetzt anonym? nicht. Sonst schon. Aber wir grüßen euch alle Ja, ganz voll. herzlich, von ganz tiefem Ja. Herzen. Ja. Also, Ja. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Super, bist du wirklich ready? Ich glaube schon. Nein. Also, Fake it till you make it, weißt du? wir gehen straight in. Okay, oh Was mein Gott. turnt euch am meisten ab beim Mann, wenn es um Geschlechtsverkehr geht? Ui, 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 ui. Ja, da gehen wir straight rein. Da gehen wir straight rein. Vor allem, es gibt so die 0815 Sachen. Mhm. Und also 0815, wo so, glaube jeder kann relaten. Und es gibt vielleicht auch so die Sachen, wo so ein X sind, aber nicht jeder kann relaten. Was wäre jetzt 0815 für dich? Dass Dass wir dort die Messlatte richtig setzen, oder? ja, ich finde es zum Beispiel jetzt, es wäre für mich jetzt, wie sagt man, ein Upturn, Ja. wenn, also gut, was kann ich erzählen? Ich habe erst mit dem Jump umgestaltet, also. Ah ja. Aber ich kann mir das vorstellen. Ja, du kannst... Ja, fix, Ich habe ja auch meine Messlatte, vielleicht Ja, was er ja, gut safe. macht und was Ja. Voll. ich glaube, Fix. wenn er wenn sie nicht jucken, ob ich jetzt gekommen bin. Boah, Also das weißt du, wenn finde er ich so zu schlimm im fest Fall. auf sich selbst Boah, fokussiert Das finde ich ist. so schlimm. Das, Boah. hast du das mal gehabt? Ja! Oh, wirklich? Ja, ja, fix. Also wer da nicht hat, schön, danke vielmals, freut mich. Das ist schön, weil da wird niemand erfahren. Aber hast du das mehrmals gehabt? Ja, schon, ja, fix. Weil ich meine, das ist ja voll dumm, weil die Frau braucht ja eh länger, oder? Bis sie ihren Genuss ist, so. Oder ihren Genuss bekommen hat. Und der Mann ist meistens sehr schnell. Und dann nachher, er ist dann so fertig, tut so die Hände abklatschen, denkt so, ja, I'm finished. Und du denkst dann, wieso, Bro, hallo? Das hat er schon angefangen, Es hat erst angefangen, ich schwöre. Darum, ja, das ist schon mega schlimm. Ja. Weil Ja, nachher mega. Das ist wie so, wenn, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, so, nein, ich kann das nicht mal erklären. Aber wie so antäuschen. Weißt du, Ja. so ein bisschen, wie Einfach so, ein bisschen horny machen? ja, so Horny machen und nachher so, tschüss. Ja, ja, so weißt du, so mit dem, wie sagt Ja, man? Gudeli. Mit dem Gudeli Da kommen. kommt. Ja.
da hast du das Glas und nachher so, willst du gerade zubissen und nachher schon weg. Ja. Fair. Ja. Wow, andere Frage. Ist es für dich ein Upturn, wenn er dich nicht oral befriedigen, also mit der Zunge? So, aber er würde eigentlich von dir nicht verlangen, aber er würde für dich jetzt schon wollen, dass du es bei ihm machst. Also warte, er würde verlangen, dass ich es bei ihm mache? Ja, aber er würde es selber nicht wollen bei dir. Boah, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn du länger in einer Beziehung bist, dann probierst du eher Sachen aus, die du noch nicht ausprobiert hast. Aber jetzt gerade so in meinem Stadium würde ich glaube, nein. Vor allem, wenn er es nicht bei mir machen, so hallo. Ja, eben, für mich ist es so, also wie, es gibt ja safe, genau, ja. es gibt ja safe, dass vielleicht, man einfach nicht so Lust hat oder ja, das nicht will machen oder ja. so einen aneckelt und so. Ja. Also gibt es ja bei beiden Geschlechtern. Aber für mich, also wie, wenn es jetzt für mich, also es gibt ja auch, dass es okay ist, dass man selber will machen und genau. geben und so, aber Voll. wie, ich verstehe auch, wenn es nicht okay ist. Und da finde ich ja zum Beispiel da geiler und da weniger geiler. Und Ja. dann denke ich so, ja, easy, mache ich da bei dir und du machst quasi das andere bei mir und so, bla bla bla. Aber nein. Ah, die haben voll lange überlegt, nein. Ja. Nein. Aber ich, also ja, ich sehe es, also wie, Ja. ich persönlich, ich habe dann schon, wenn ich es mache, auch so schüch die Erwartungshaltung, dass er es für mich dann auch macht. Ja, Oder logisch. ich glaube, ich würde mich wie sagen wir denn? Ich würde mich fast ein bisschen offended fühlen, wenn er so nein, Ja, ich würde mich sogar von mir selber grusen. Ich würde so denken, so, oh mein Gott, wieso machst du das dann bei mir nicht? Was ist mit mir falsch quasi so? Voll. Ja. Aber eben, also, es ist irgendwie, ich finde es auch so ein schwieriges Thema, weil es ist ja voll valid, wenn man es nicht will machen oder wenn man es vielleicht noch nie gemacht hat oder, oder wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja. Ich glaube... Drüber reden halt einfach. Ja, ja drüber voll. reden, Und so Zeit wissen, geben voll. Und ja... Ja, ich finde es gerade irgendwie voll schwierig. Also wie, ich habe jetzt einfach gerade meine persönliche Präferenz. Ja. So. Aber ich glaube, wenn ich jetzt... Also wie, ich glaube, es kommt auf die Situation drauf an. Wenn er jetzt so ist, hey, sorry, ich habe es noch nie gemacht und ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht voll. und so, dann wäre es etwas anderes. Ja. Aber wenn er jetzt irgendwie gerade so wie reagiert, so, ew. Oder Nein, also, bei keine dir sicher nicht, aber du bei mir. Ja. Ich denke gerade so, da ist Dürre, Mister, Alter. Ja, nein, da geht es gar nicht. Da geht es gar nichts mehr. Es ist ein schwieriges Thema. Ja. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben Ja. und neue Erfahrungen. Ja. Hoffentlich noch und Positives, Leute, Alter. Und sonst, was ist noch so ein Upturn? Was ist bei dir ein Upturn? Also bei mir schon ein Upturn quasi, wie er quasi gekommen ist, oder? Und du noch nicht. Über den haben wir schon geredet. Ja. Und er quasi auf dich gekommen ist und nachher geht er quasi duschen. Hat bestes Leben, macht sich sauber und so. Und du liegst noch so wie ein Seestern auf dem Bett mit dem Fluss auf dem Bauch. Und du denkst einfach so, Scheiße, du kannst ihn machen, weil nirgends ein Tüchlein ist oder irgendwas. Ja. Dann denkst du einfach so, ja, Scheiße, was mache ich jetzt? Ja. Was hast du denn gemacht? Ja, so seitwärts bewegt. Zu mit dem dem Bach nicht. Zu dem Bach nicht. Aber meistens hat es ja quasi im Nachttischli. Ja, fair. Ja, Bist du wie so eine die Krabbe, Brustbrüste. weißt du so? Ja, so. Wie so Annabelle, weißt du? Ja, voll. Ja, da finde ich im Fall sehr schlimm. Da Ja. Nein, das ist schon nicht mal ein Upturn, das ist schon fast, da wäre ich fast scheißig. Ja, fair. Ja. Weil das ist eigentlich wie das Gleiche, einfach so... Das ist voll disrespectful. Es ist ja etwas, was man das Zweite macht, Ja. wo man einfach auf der anderen... Also das Gleiche wie Grenzen respektieren. Ja, Das sind für mich in dem Sinne nur noch 15 Sachen, weil wahrscheinlich jeder Tag würde agreeen, mega. sag ich mal. Ja. Aber gibt es so Sachen jetzt bei dir, wo du einfach so ein bisschen... Oder vielleicht hast du schon mal eine lustige Erfahrung gemacht oder so. Ich sage jetzt, fahr da gerade raus. Das ist für mich voll schwierig im Reden. Weil ich glaube, die eindeutig die falsche Ansprechperson, wenn es um Sex geht. Ja, ich habe schon lange keinen Sex mehr gehabt. Sag dir ehrlich, Alter, ich bin glaube ich wieder Jungfrau. ja, darum Ja. ist es ein bisschen schwierig. Ja. Aber warte, was war schon mal die Frage? Ja, weißt du, hast du vielleicht schon mal irgendwie... Bist du mal mit jemandem im Team gewesen und hast nur bei dieser Person jetzt wie so ein Ick gehabt, weil... Keine Ahnung, weil sie komisch gestöhnt hat oder so, weiss ich nicht. Ich habe noch nicht viele Sexpartner gehabt, darum nein, nicht, dass mir etwas gestört, nein. Ja, In dem Sinn kein Ick, nein. ja. Nein. Weil ich habe jetzt auch gut überlegt, also... Aber eher glaube so quasi nicht, wenn es sexuell wird, sondern eher so quasi so rummachen oder kuscheln oder so. Ja. Oder quasi wie über dem das erste Mal daheim ist oder so. Dort habe ich ein paar X.
Ja. Mm. Ich habe mal mit einem Typen gemacht, der hat so fett nach Erdnussbutter geschmeckt. Okay. Ich liebe Erdnussbutter, aber es war so ekelhaft gewesen, Alter. Vor allem, es ist so, weißt du... Ja, und weißt du, es ist dann so... Also, do you want to be my jelly to my peanut? ja, und es ist dann so, weißt du, wir haben vorher schon die ganze Zeit, weißt du, so die Blicke Ja, und so. ja. Und es ist so... Du hast eigentlich dich gefreut auf den Moment, wo Ja. so... dich Oh küsst. yes. Und es hat angefangen, bist du so... ja. Oh mein Gott, ich habe Ja. mal mit jemandem einen rumgemacht und dann habe ich mein Ohrringli verloren. Und dann ist mein Ohrringli irgendwo, glaube ich, beim Bett dazwischen so runtergefallen. Weißt du, so Ja. zwischen die Wand und das Bett so. Und dann habe ich so gesucht und dann sehe ich dort nur alles so verkäute Fingernägel. Oh mein Gott, nach dem im Fall. Nachdem ich Tschüss war im Fall. Oh Nein! mein Gott. Ja, Ah. ich war so verkäute Fingernägel. Also weißt du, einmal ist mir schon gruselig, wenn man leider heim ist und so, aber sorry. Ja. Also der hat einen Berg voller Fingernägel gehabt. Oh, Scheiße. Ja, das ist ein Klassik. Ja. Ja. Nein, mir kommt gerade ein Sinn, ich habe mal mit jemandem etwas gehabt, wo... Ich weiß nicht, ob es ihm unangenehm war, mich so zu küssen, aber hat jedes Mal, wenn er mich geküsst hat, hat er schon so lachen. Es ist gar nicht so lustig eigentlich, aber er hat immer so... er hat jedes Mal... Mua! Jedes Mal. Oh mein Gott! Also oh weißt mein du, Gott! manchmal kann es ja auch funny sein. Da hat einer von meinen Ex-Freunden auch Ich kann nicht mehr. Ja. Aber also vielleicht liegt es auch wieder an, ich bin seine erste Freundin gewesen. Ja. Und er war sich vielleicht noch nicht so gewöhnt gewesen. Nein! Im Fall meine Mama hat irgendwann auch Jokes Oh gemacht, darüber, nein. ich ihr das mal erzählen. Das ist so schlimm. Das ist so Oh, böse. Scheiße. Aber es ist einfach Ja. so... Also weißt du, wie eben, wenn man so am lustigen Moment hat und Ja, so, ja, dann voll. passt das mega. Ja. Aber wenn es jedes Mal ist, also in einem intimen Ja. Moment... Nein, oh nein. Alter! Irgendwann ist mir Oh mein richtig auf den Gott. Sack gegangen. Nein. Ja, das ist schnell. Okay, nein. Also, aber X können wir, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge Ja, machen. ja, Okay. ja. Haben mal einen Dude gehabt, der... Oh mein Gott. Ich habe mega Angst, dass sie das alle hören. Ja, ich schwöre es ihm, Alter. Der hat mich... der hat mich Zuckerwatte genannt. Zuckerwatte. Also was? Also so wenn... So auf Ernst. So wirklich, guten Morgen, meine Zuckerwatte. Und wenn du so im Migi warst, auch so Zuckerwatte? Willst du noch ein bisschen Pasta oder was? Also weißt du? Ja, so wie die sind wir sind nicht zusammen gewesen oder so. Aber also wir sind so in der Kennenlernphase halt gewesen. Ja. Und ich sag dir mal ehrlich, es war so ein fetter Ex. Ich habe wirklich müssen sagen, es tut mir mega leid. Aber Ich finde immer so... es ist so Kusen- ernst. Ja. Es ist so weißt du, aus Joke, ich habe ja auch schon mit dem Can so, Voll. Schnuckiputzi. Ja, ja, fair. Aber wenn es so richtig, guten Morgen, meine Zuckerwatte, Ja. dann bin ich wirklich so, Boah, ich habe gerade letzte TikTok gesehen auf TikTok, haha. Dass quasi eine zu der Freundin gesagt hat, Maus. ja. Und dann habe ich so gedacht, würde ich das nice finden, wenn quasi meine Freundin mir würde sagen Maus. Und ich habe das voll cute gefunden. Das ist herzig. Sonst bin ich immer so Spitznamen, irgendwie finde ich irgendwie nicht so nice. Aber ja, wenn die Ja. Freundin einfach so sagt, so Maus, komm Das ist mal schon an, herzig. ist einfach so, ja, ich komme. Ja. Das ist voll herzig. Weil ich finde, also Übernehmen finde ich etwas mega herziges in der Ja. Beziehung. Gerade wenn es so ein bisschen irgendwie Insider sind oder so ein bisschen spezieller sind ja, oder so. ja, Ich glaub, das ist so richtig Schatz cute. wäre mir jetzt mittlerweile, also mein Ex hat mich Schatz Ja, genannt. fair. Vielleicht auch darum, dass ich es wie so mit der Same. alten Beziehung Ich glaube irgendwie- auch, ja, voll. Aber ich weiß nicht mehr mal, wie er mich genannt hat. Ich dachte, Weißt ich du gar glaube schon nicht? Schatz. Schatz. Baby. Ja, Aber Baby sagt- ist im Fall bei mir schon ein bisschen kritischer. Ja, Baby ist schon... Bei Baby chill. komme ich schon fast ein bisschen Hühner Ja, drüber. ja. Okay, no Ja. offense für die, die sich jetzt Baby nennen. Fühlt sich gerade hure offended jetzt beim Podcast. Oh, schon ein bisschen. Nadja Aber hat Maus gesagt, ist das cute. cringe. Nein. Ja. 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 Ja, weil wir, also der Can und ich, wir geben, also wir haben ja eine ganze Liste auf Notizen. Wir geben Ja. das so beschissen ich geben. habe mal so einen lustigen Spitznamen gehabt, was nicht mehr gegangen ist. Ich weiß nicht mehr. Weil wir haben jetzt, also ich habe eine Zeit lang habe ich ihn auch Hackfleisch genannt. Etwas mit G, nicht? Wo wir in Berlin George? sind. Nein. George habe ich einen mega lange Oder er genannt, Can. die. Bobbe. Bobbe! 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 Genau, Bobbe. Bobbe habe ich so Ja. geil gefunden. Alter. Jetzt Bobbe. momentan nenne ich einen Schlabbersack. Schlammersack. Also so wirklich auf Ernst. Und du kommst mit Aber Baby eigentlich auch- Gänsehut über. Oder so Frischfleisch. Frischfleisch. Du willst so doof Und wie übernehmen. sagt er dir? Schlabbersack auch. Ah. Schlabbi mittlerweile Ja. auch. Schlabbi. Oder, also ich nenne auch Max Mulch. Nennt er mich noch? Und wie kommst du zu dem? Also, Ich wie weiß kommst du doch zu dem nicht, es ist Namen? einfach... Einfach so. Ja...
Hast du nicht zum Beispiel bei einem Haustier, hast du doch auch einfach so mega weirde Übernahmen plötzlich. Die entstehen einfach. Ja, Wenn du 7 Jahre zusammen bist, dann ist dann bist du beim Schatz. Also am Anfang haben wir uns auch lang Babe genannt. Ja, das ist so, glaube ich, so Mainstream so am Anfang. Und jetzt ist es auch langweilig geworden. Das ist quasi so, wenn man in eine Beziehung, so Starter-Pack, wenn man in eine Beziehung geht. Ja. Aber so, ja. So und nach ein paar Jahren ist man dann genau. halt, weißt dann dann ist man aus dieser Phase... so Hackfleisch! Hackfleisch! Das ist voll lustig, wenn das Can wieder reinkommt. Hä, was? Ich habe es nur abgedriftet. Wow, shit. Okay. Also, nächste Frage. Es wird ein bisschen deep jetzt, bist du ready? Okay. Sie schreibt, ich habe aktuell so Mühe mit meinem Körper und Aussehen. Habt ihr Tipps? Oh, Mauslein! Was schön. Also ich glaube, mit Social Media ist mit Social Media ist glaube schwierig. Also momentan, weil der Vergleich macht sich immer und blablabla. Aber also ich selber, oder ich glaube du auch, wie keine Tipps, aber es ist wie so, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen, ich sage dir ehrlich gerade. Aber also, das ist schwierig. Hast du eine Phase gehabt in deinem Leben, oder bist du jetzt noch, weißt du, wo du so unsicher bist mit dem Körper? Ja, also es hat immer so Stellen, wo man so denkt, so, ja, wäre geiler anders so, aber es ist wie so, it is what it is. Und ich glaube auch, man sollte wie so Priorität irgendwo anders setzen. Also weißt, das Leben ist viel zu schön, um sich quasi abzumachen lassen, wegen dem Körper oder so. Ja, also weißt, es gibt viel bessere Sachen, die man könnte erleben oder eben einem Freude gibt und Körper ist eigentlich nur zum da, dass du da alles erleben kannst. Also weißt, voll. aber halt mit der Modelindustrie und quasi jeder ist mega perfekt auf Instagram und hübsch und bla 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 und man tut sich immer mehr vergleichen. Dann denkt man so, fuck, ich muss ja auch, wenn sie ja auch so können. Aber ich meine, ich glaube, das Schönste ist ja eigentlich, wenn jeder also es ist jetzt mega eine Mainstream-Aussage, aber wenn jeder anders ist halt. Ich habe das Gefühl, also das habe ich jetzt mega bei mir gemerkt, je älter ich geworden bin, desto weniger ist es auch in meinem Umfeld so ein Thema gewesen. Ja. Also wenn ich zum Beispiel so in der 6. Klasse war, mit einem Frau mit der Sek, dann war es mega ein Thema gewesen. Oh mein Gott, was denken die Jungs über mich? Und die haben damals auch so mega bewertet, wer hat den geilsten Arsch, wer hat den geilsten Körper, die geilsten Brüste und keine Ahnung was. Und das hat mich hure triggert. Ja, eben, also wie ich habe, bei mir war da im Minus gewesen, meine Oberweite. Ja. Also wirklich... Nein. So, ich habe mich so ein BH einfach getragen, damit so fake Ja, ich schwöre, Push-Up, let's go. Ja, und ich jetzt, habe ja so einen Push-Up gehabt. Einfach... Hast du, was für ein Nein, jetzt geht's nicht. Aber jetzt so ein Hello Kitty Push-Up BH gehabt, das ist krass. Yeah. Ja, das war mein erster BH. Ja, das war mein erster BH, weißt du? Oh mein das Gott. weiss ich gar nicht, was mein erster BH war. Aber ja, sorry, voll abgeschwiffen. Nein, alles gut. Ja. Aber es ist wie, also das ist für mich einfach in der Sek mega eine Phase gewesen, wo das Thema Körper mega wichtig war. Also dort hat man aufgrund von Meinungen von so Typen alles ist mega wichtig bezüglich Aussehen. Ja. Ich meine, nur schon Winterjacke zum Beispiel. Ich hatte die Winterjacke immer offen gehabt, weil sie ja cool ausgesehen hat. Und jetzt würde ich mich quasi doppelt zupacken, dass ich einfach genug warm habe. Ja, fair. Also, es juckt irgendwann auch nicht mehr so. Ja, voll, es juckt nicht mehr. Es juckt allgemein eigentlich nicht so. Weil it's not that deep. Und es ist eben wirklich not that deep. Aber voll. Ja. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, also sowohl ich selber merke den Prozess in mir, dass man mittlerweile halt wie... Früher war das grösste Problem gewesen. So Aussehen, wie man aussieht, wie man auf andere wirkt, was andere über einen denken. Und ich habe das Gefühl, je älter ich geworden bin, desto mehr... Also weißt, habe ich wie so andere Fokus. Klar habe ich auch noch Unsicherheit, aber ich würde sagen, mittlerweile ist es zum Beispiel jetzt mehr, dass ich Unsicherheiten habe von meinem Charakter oder wie ich bin. Ja, oder genau. irgendwie so... Ablehnung oder so, ja. Ablehnung, so Sachen von außen, aber mehr so... emotionale. Psychologische, emotionale voll. Sachen. Same, total same. Und jetzt weniger... Also ich weiss, es ist glaube einfach nicht mehr so ein Thema irgendwie. Vielleicht könnte da echt noch helfen, weil ich denke mir immer so, wenn du über dich so schlecht redest, würdest du so mit deiner besten Kollegin über dich... Also würdest quasi, so wie du mit dir redest, über deine beste Kollegin reden. Und das ist meistens... Macht auch viel. Nein. Und darum, man muss sich auch immer so selber... Man sollte selber sich nicht so... sich selber nicht so streng sein. Ich habe irgendwo... habe ich mal gelesen, also wahrscheinlich als TikTok gelesen, dass es auch psychologisch mega viel mit einem macht, wenn du dir die ganze Zeit selber sagst. Im Spiegel. Ja. Aber weißt du, wenn du dir die ganze Zeit jeden Tag sagst, oh mein Gott, ich bin so hässlich und so, dass du wirklich das irgendwann so abspeicherst und dich dann so siehst. Also es macht schon hure viel. Darum, also wenn ihr irgendwie an dem Punkt sind, wo ihr euch mega unwohl fühlt im Körper, dann probiert euch mal eine Challenge zu setzen, einen Monat lang. Jetzt sage ich mir jeden Morgen, Bro, du bist so eine geile Sau. Aber am Anfang ist es schwierig. Ja, quasi, sagt man dann nachher, man denkt so, nein, ist es nicht. Aber man muss probieren zu fühlen. Ja. Weil wenn es einfach so quasi sagst, wie so, ja, du bist so eine geile Sau, aber glaubst eigentlich selber nicht, nach denkst du, Alter, weißt du, Scheiße, nützt nichts. Und was mir auch mega auffällt, ist so,
dass so die... Also, wenn ich jetzt an schöne Menschen denke, sind das meistens Menschen, die einfach hure viel Selbstwertgefühl haben. Ja. Also weißt, es ist jetzt gar nicht immer nur so... Gar nicht. So, oh mein Gott, die ist jetzt mega schön, weil sie perfekte Nase hat, perfekt das. Sondern es ist meistens so die Wirkung nach außen. Das ist auch, wenn du eine Person kennenlernst und den Charakter nachher kennenlernst, nachher wird die Person einfach automatisch schon hübscher. Ja. Weil du einfach so denkst, so, Alter, voll coole Person bist du. Ja, halt mega. Grusiger. Ja, voll. Also wie, ich glaube, Menschen, die ich jetzt im Kopf habe, ich jetzt so, sage, die sind so richtig hübsch, die entsprechen jetzt auch nicht in dem Sinne der perfekten Schönheitsideal. Voll. Aber es ist wie, das ist noch krass. Also einfach krass. So, ich finde Selbstwertgefühl nach außen und so Positivität, das macht so... Und das sage ich nicht einfach nur ich, sondern das ist, glaube ich, wirklich etwas, was so viel ausmacht. Also denke mal an Leute, die ihr jetzt wirklich hübsch findet. Ja. So, wie ist die vom Charakter? Voll. Ja, ist das schon das Schlusswort? Wir haben jetzt einfach gar keine Tipps gesagt, aber irgendwie schon. Ja doch, ich glaube so mit dem Spiegel. Ja. Aber es ist halt auch schwierig. Ja, es ist echt schwierig. Weil ich glaube, jeder hat mal eine Phase, wo noch... Also ja, auch Phasen, wo ich so denke, boah, jetzt fühle ich mich so hässlich. Nachher fühle ich mich Phasen, wo ich so denke, so gut. Ja. Aber ja, es ist... Kommt auf den Zyklus noch drauf an. Zyklus, let's go. Ja, aber ich würde im Fall gleich sagen... dass es so vielen geht, eben gerade vielleicht im jüngeren Alter. Also ich glaube, jeder hat irgendwo Unsicherheiten. 100% jeder. Safe. Ja, und darum, fix. Eigentlich müsste man mehr mal das Grundsätzliche hinterfragen und jetzt weniger so einem selber. Ja. Also ich glaube im Fall, auch wenn du rein gesellschaftlich, oder wie sagt man, vom Schönheitsideal alles genau so hast, wirst du gleich Unsicherheiten haben. Du kommst nie an den Punkt, wo du dich perfekt fühlst, solange du in deinem Kopf das nicht geändert hast. Weil wir Menschen streben ja auch immer zum besser sein oder zum mehr erreichen oder darum, es gibt nie ein Ende. Das kannst du auch nicht messen. Ja, voll. Also weißt du, so... Ja. Oh. Und ich glaube, also ich merke zum Beispiel jetzt bei mir so, zum Beispiel jetzt meine Oberweite ist für mich früher so ein riesiges Thema. Das war meine grösste Unsicherheit. Es hat auch mega viel, es hat auch Einfluss von außen gehabt, so Kommentare und sowas, wahrscheinlich auch noch verstärkt hat oder vielleicht sogar der Grund sind. Ja, das macht so viel aus. Ja, also das gibt es halt wie heutzutage in dem Sinne nicht mehr so. Aber trotzdem würde ich auch sagen, dass ich bei mir wie so den Wandel gemacht habe von hey, ich finde es auch, ich bin echt mega happy, ich finde es auch geil, kleine Brüste, ich finde es auch nice. Ja, safe. Ich will gar nicht irgendwie jetzt grosse Brüste oder so schlecht machen, aber wie, es hat ja alles irgendwo seine Vor- und Nachteile. Ja, safe. Und ich finde es eben eigentlich auch genau geil, dass wir Menschen alle so unterschiedlich sind. Genau. Also ich weiss auch nicht, ich fände es wie schade, wenn wir alle diese schöne, perfekte Nase haben. Mega, ich schwöre, es ist echt so. Und darum, das macht es eigentlich auch aus. Eben vielfältig, anders sein. Und ich glaube, eben, wenn man anders ist, ist immer cool. Ich muss in Masse springen, ja. Ja, voll. Sugar! Ich fühle mich wie so, als wären wir so zwei Mamis da. Wo so Leute, so wir sind alle so unique und einzigartig. Ich schwöre. Nein, wirklich. Nein, echt. Yes. Aber eben, es ist einfach gesagt wie gemacht. Das stimmt. Es ist ein Prozess. Und wenn wir gerade in diesem Prozess drin sind, und wir sind ja alle irgendwo in diesem Prozess, manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger, das ist normal und es ist okay. Normal. Und es wird nicht von heute auf morgen jetzt gerade anders sein, aber ich verspreche auch, irgendwann wird sich etwas ändern. Eindeutig. Und ich meine, jetzt zum Beispiel, Nat und ich können jetzt quasi eine Person sehen, du findest jetzt zum Beispiel die Person mega schön und ich finde jetzt die Person nicht so attraktiv. Ja, voll. Und da sieht man nur schon, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Man kann es niemandem recht machen, nirgends. Ja. Gar nicht. Und wenn es um Typen geht und der nimmt euch nur irgendwas, dann kannst du ihn direkt auf den Mond schieben. Das ist nicht, also wie... Was denkst du, bist du George Clooney? Nicht mal George Clooney ist perfekt. Also weißt du, was ich meine? Okay, also... Nein. Ist erster Kuss bei euch cringe gewesen? Weil ich habe schon ein bisschen Angst, dass es nachher unangenehm wird. Oh Gott, nach dieser Story hat er echt... Sie oder er? Warte schon. Sie. Okay, sie. Ja. Wieso meinst du? Okay, mein erster Kuss. Ich war natürlich mega nervös gewesen. Wie alt bist du? Ich glaube, ich war 15, 16 gewesen. Nein, 15, 14. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Was hast du bei mir überlegen? Ich war 13 gewesen. Nein, ich bin glaube 14 oder 15 gewesen. Wenn wir jetzt so Kindergartenküsse nicht zählen. Ja, nein, das zählen wir nicht. Ich glaube, es war sogar fast mein erstes Date gewesen, wenn man so wirklich nennen. Ja, und nachher haben wir irgendwie angefangen über Insta zu schreiben. Dort habe ich dem Fall schon Insta gehabt oder so. Crazy. Hä? Egal, keine Ahnung, scheißegal, ich weiß nicht mehr, wie wir
wie wir anfangen zu schreiben, aber wir haben einfach angefangen zu schreiben. Auf jeden Fall sind wir dann rausgegangen und dann haben wir uns so getroffen, haben wir so ein bisschen geredet, bla bla bla. Und es war so Sommer und dann sind wir in einem Park gewesen. In dem Park war eigentlich fast niemand gewesen. Und dann nachher, haben wir so gedacht, so, ja, hey, liegen wir doch auf die Wiese im Park. Da sind wir so beide auf die Wiese gelegen, oder? Nachher hat er sich natürlich so ein bisschen angenähert, hat mich dann so in den Arm genommen. Ich schon natürlich voll nervös, ich so Scheiße, was mache ich, oder? Voll nervös gewesen. Fast nicht können schnaufen, kennst du das? Wenn du so bei jemandem so auf der Brust liegst oder so, nachher kannst du nicht schnaufen und nicht im gleichen Takt schnaufen oder so. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, hat er dann nachher so sich genähert, bewegt, merke ich so, Scheiße, jetzt kommt der Kuss. Und dann nachher hat er so, ist eben so näher gekommen, nachher hat er mich geküsst. Dann habe ich irgendetwas gemacht, habe ich auch so geküsst. Einfach irgendetwas gemacht? Ja, aber ich habe so gedacht, so, ich schaffe das, glaube ich, schon. Und nachher habe ich so eigentlich auch easy nice gefunden. So. Und nachher hört er einfach so auf, schaut mich so an und nachher sagt einfach so, kannst schon normal schnaufen. Oh nein! Aber irgendwie, jetzt kommt mir die Geschichte bekannt vor, ich glaube, das ist mir immer erzählt. Ja. Oh nein! Ja, nachher schaue ich ihn so an, ich so, oh mein Gott, nein. Oh, Maschine! Ja, Maschine! Jetzt kann ich sagen, was ich sagen. Ja, aber nachher hat er gerade mit mir zusammen sein. Also nachdem sind wir eigentlich zusammen gewesen für einen Tag und nachher habe ich Schluss gemacht. Nein, ganz komische Story gewesen. Ja, das war meine First Kiss Experience gewesen. 10 von 10. Ja, aber herzig. Und bei dir? Also traurig und herzig. Ja. Aber hast du nachher beim zweiten Kuss hast du mit jemand anderem gehabt? Ich glaube im Fall, wenn einfach, man hat immer so voll Pressure quasi wegen dem ersten Kuss und so, aber ich glaube, wenn du den ersten Kuss hinter dir hast, dann weißt du quasi, wer auf dich zukommt. So. Weißt du, was ich meine? Nachher bist du nicht mehr so nervös, glaubst du. Fair. Also bei mir hat da voll vieles ausgemacht, weil man denkt immer so, oh mein Gott, wie macht man das? Keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. So. Ich glaube, du hast auch allgemein so einen Pressure von der erste Kuss. Hast du Tutorials geschaut? Ich weiß gar nicht mehr. Alter, ich habe mit meiner Das hat es glaube ich manchmal gegeben. geübt. Wirklich? Alter, ich war voll nervös. Ich weiß gar nicht. Nein. Mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh. Nein. Fußküsserin. Ja. Ja, und bei dir? Bei mir, es war mit meinem ersten Freund und wir sind glaube ich schon so zusammen, ich war mit 13, weißt du, Ja. so, wir haben wie schon eigentlich vorher gesagt, jo, wir sind jetzt zusammen, oder habe ich gefragt, willst du mit mir gehen? Ich so, ja. Und ich weiss einfach noch, er hat bei mir übernachtet. Das ist schon crazy, Alter, wir haben das erst cool. Ja. Aber ich bin schon also immer so gewesen, also weißt du, es könnte jetzt nicht kommen, weil Ja. wir sind in einer Beziehung Ja, und ja. wer macht das? Ja. Und er hat bei mir übernachtet und ich kann mich einfach noch erinnern, ich bin halt am Schlafen gewesen, aber irgendwie auch nicht. Und dann hat er mich einfach geküsst, aber ich habe einfach so, dass ich geschlafen habe. Ich weiß einfach bis heute nicht, dass ich so da, das hätte ich fest. Weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, ich habe es mega schön gefunden. Ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, er ist übergriffig oder so, aber ich habe einfach irgendwie noch nicht so die Eier gehabt. Ja, und ich habe es wie einfach so, ich weiß von nichts. Ja. Und das erste richtige Mal war, ich glaube, das war sogar am nächsten Tag oder so. Mega random, das ist auch so eine random Story. Wir haben zusammen Kevin allein zu Hause geschaut auf der Couch. Fängt schon mal gut an, auf der Couch einen Film schauen. Ja, und irgendwie ist dann so das Ding von, er küsst mich auf den Backe und das war so, Ja. Und dann bin ich so, okay, ich nehme Eier in die Hand, ich lege auf den Tisch. Dann habe ich ihn auf den Backe geküsst. Ja. Dann hat er mich wieder auf den Backe geküsst. Und ich so, ja, in dem Fall eben auch weiter. Dann habe ich ihn wieder auf den Backe geküsst. Und während ich ihn wieder auf den Backe geküsst hat er sich auch gut umgedreht. Dann haben wir uns erst mal geküsst. Oh mein Gott, das ist schon Fate. Schicksal. Alter, echt jetzt? Also er hat, glaube ich, schon gezielt. Nein, ich glaube, es war schon gezielt von ihm. Okay. Es war eine richtige Strategie. Ja. Also weißt du, so... Er hat so seine Berechnungen gemacht, nachher so denkt genau. so, jetzt oder nie. Ja, Okay. jetzt kommt sie ja wieder. Sie muss ja wieder kommen. Ja. Und wie ist es aber nachher gewesen, nachdem wir euch geküsst haben, wie ist so quasi der Vibe gewesen, weißt du noch? Ich weiß nicht mehr. Oder? Ich weiss nur noch, das ist mega random, oh mein Gott, es tut mir so leid an meine Geschwister, als ich das erste Mal bei ihm übernachtet habe. Ich glaube, er hat jetzt erst mal bei mir übernachtet und nachher habe ich ihn jetzt erst mal bei ihm mal übernachtet. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, aber ich glaube, mein Dad hat es aber nicht so geil gefunden, dass ich bei ihm übernachtet. Darum hat er wollen, dass meine Geschwister die auch bei ihm übernachten. Nein. Und dann haben wir das vierte in seinem Deine Geschwister, die hat bei ihm übernachtet. Hast du nicht allein mit ihm übernachtet? Ja! Ich kann nicht Und mehr. wir haben die ganze Nacht geknutscht. Und ich mag mich nur noch erinnern, wie meine Brüder irgendwann mit so traumatisiert. Luzi! Könnte leisiger sein? Könnte Luzi! Er hat sich auch mega abgefuckt, weil er nicht pennen konnte. Und wir sind halt die ganze Nacht wach. Ja. Und einfach so... Und dort mag ich mich einfach noch mega erinnern, oh mein Gott, Chris ist ja so cool. Könnte mal leislich
Ja, das ist so Alter. Okay. meine Aber Experience. ich habe überhaupt deinem Vater das einfach quasi gesagt, so deine Geschwister, sind wir im Mikro. Ja gut, wir sind halt 13 gesehen und der hat wahrscheinlich Schiss gehabt, dass nachher eine Also, ja, voll 13-jährige Masterplan. schwangere Tochter hat. Ja, voll Masterplan. Aber nichts Ich hat das schwör. aufgehalten, Ja, nur meine Schwester. ja. Liebe gegen den Rest von der Welt. Also, ja gut, eben, wir haben ja gleich nur rumgemacht. Aber sie haben uns gleich nicht können aufhalten. Okay. Aber ja, das ist meine Oh mein Gott. meine erste, also darum, würdest du sagen, er war cringe gewesen, der erste Kuss? Also ja, schon. Aber wie du sagst, kannst schon schnaufen. Ja. Aber es ist wie so, für jedes Mal das erste Mal. Aber ich finde es eigentlich noch geil. Ich Ein find's einfach cringe erste Kuss Ja, da eigentlich haben. ist es schon Wenn so eine Ich langweilige schwör, mach es Pipi- extra cringe. Ja, Ich schwör. weil das ist eben, look, wir sind jetzt beide 24, Ja, 25. voll. Du bist 25, ja. Ja. Dann wird da immer noch die Frage gestellt und dann Ja. ist voll geil, wenn er einfach Das ein ist lustiges echt, ja, Story im Moment erzählen ist scheiße, aber scheißegal. kann. Ja, es ist wirklich. ja, je viel länger mehr es unique. geht, desto besser wird es. Ja. Ja. Genau. Slay Queen. Vor allem ist die Impression noch viel höher. Dass du irgendwie einen speziellen ersten Kuss hast, weil dich das Leben lang nach verfolgt. Nach so einem Bürzelbaum. Und so Hechtrolle. Nein, ist auch schön, Ja. wenn wir einen schönen ersten Kuss haben. Es ist, Voll. auch, es ist auch lustig, wenn wir einen lustigen Kuss haben. Ja. Es ist auch okay, wenn wir nie euren ersten Kuss Ja, haben. voll. Es ist alles okay. Ja. Also, Alter, ich habe das Gefühl, wie lange sind wir schon am Aufnehmen? Ich weiß gar Ach du nicht. Scheibe, keine Ahnung. Was Egal. denkst Wir machen einfach weiter, bis wir keinen Bock mehr haben. Nichts, Alter, das auf. du? Also, Wie dein Okay. Alter. Wann gab es eigentlich das erste Mal zum Frauenarzt? Boom. Wann bist du das erste Mal zum Frauenarzt gegangen? Boah, mega Sport und ich hasse mich immer noch für das. Und ich bin echt wenig gegangen. Ja, Ja. aber ich glaube... Ja, eigentlich, wenn du zuerst mal deine Tage hast. Gehst du dann? Ich glaube... Ist es nicht, Oder wenn du dein das erste Mal erster Freund. intim wirst? Oder ja, das erste Mal intim. Also ja, wahrscheinlich fair. wärst du schon schlau auch vorher. Ja, fair, ja. Aber das ist in Ja. meinem Kopf so die Regel gewesen. Und dann jährlich. theoretisch ja. Theoretisch, weil ich gar Ja. nicht jährlich. Ich Es wäre Entschuldigung, safe schlau. ich finde Frauenarzt so schlimm. Obwohl es gar nicht Ja. so schlimm ist, aber ich finde es so schlimm. Wie viel Mal bist du schon gewesen? Oh mein Gott, schäme mich. Ich glaube 2-mal. Ja. Aber du hast zweimal müssen auf dem Stuhl sitzen. Ja. Aber hast du das schlimm gefunden? Oder bin ich sogar nur einmal gewesen? Oh mein Gott. Ich habe es schon noch schlimm gefunden. Ja, weil, Wirklich? keine Ahnung. Also zum Glück habe ich Tipps bekommen von meinen Kolleginnen, quasi, dass du ein langes Shirt anlegst, oder? Ja, voll. Du quasi musst die Hose abziehen und so, bla bla bla. Und nachher bist du halt ohne Fry. Und dann nachher musst du auf den Stuhl hocken, deine Beine auseinander Ja. dingseln und eine Frau wuselt dort unten rum. Ja. Also finde ich gar nicht geil. Also Das stimmt, ja. findest du das geil? Also geil ist ja. Also ich finde es hure nice. Nein, ich habe Sagst mal ganz... 20 Minuten. Also bei mir ist die Experience, also mega random, aber ich habe gleich... Also ich habe einen männlichen Frauenarzt. Ja. Gut, der ist jetzt mittlerweile in Pension gegangen. Das Ja. heisst, wenn ich das nächste Mal gehe, dann Ja. ist glaube ich auch noch mal ein bisschen Überwindung, Ja. weil... Und ich bin jetzt schon wie... Ich weiß nicht, ich bin halt wegen meiner Spirale vielleicht auch mehrmals Ja, gewesen. Weißt du, fair. eine Kontrolle und Ja. so bla. Aber ich glaube, vielleicht so 5 Mal bin ich jetzt irgendwie so gewesen Okay. insgesamt. I Mhm. don't know. Ja, auf jeden Fall, mein erstes Mal war, wo ich kurz bevor ich mein erstes Mal hatte. Ja. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich glaube einfach, weil ich auch gedacht habe, also ich habe halt, Dann machen wir. ich habe ja immer gesagt, so, ich will mein erstes Mal mit 18 haben. Ja. Es ist so kurz vor 5, weißt du, so 5 Ja. vor 5, nein, wir sind 5 vor 12 gewesen. Ja, gewusst, ja Das ist das ist auch gemacht. Ja, voll. Und ich glaube, dort, ich glaube, es war so gewesen. Und also ich bin mit meiner Mom gegangen und das ist auch ihr Frauenarzt. Das heisst, es ist schon ein bisschen Vertrauter. vertrauter Ja. gewesen. Fun Fact, der sich hat ja geholfen beim Zeugen. Also Ja. nein, das ist mega weird, aber ich bin ja so künstlich, wie sagt man, Befruchtet. künstlich befruchtet Ja, worden. ja. Also nicht im Reagenzglas, Ja, ja, sondern ja. so mit der Spritze halt mit einer Mom. Hilfe, ja. So, der hat alles gegeben. Darum bin ich für ihn auch noch mal ein bisschen spezieller, Yeah, voll herzig. Und er hat sich yeah. mega gefreut, mich kennenlernen. Okay, Hure das cute. ist ja voll Das cute. ist mega herzig, ja. Okay, so ist es richtig cute. Ja, genau. Und darum ist es irgendwie so... Also ich würde jetzt nicht sagen, er ist nochmal speziell nett zu mir, Ja. gewesen, aber er ist schon ein mega... Er ist so vom Charakter, ist halt so ein mega
Lustige und er redet so viel. Und ich finde das halt... Genau das Gegenteil. Ich glaube, das hat es für mich so wohl gemacht. Also ich glaube, im normalen Leben ist es doch immer so, wenn jemand mega viel von sich redet, kann es auch manchmal blöd sein. Ja. Aber beim Frauenarzt, das hat mir so gut... Der hat die ganze Zeit einfach geredet. gar nicht auch da. Nachher bist du so voll irgendwie in einem anderen Film voll. Und du hast das Gefühl, er ist jetzt gar nicht mega beschäftigt mit, dass er mega schaut, sondern er erzählt einfach Ja. und so. Und ich glaube, beim ersten Mal hat er auch erzählt, ja, so cool, ich habe kennengelernt, so, ich habe gesehen, du machst Social Media und bla 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 bla. Voll. Also es ist wie überhaupt nicht, er hat so nicht cringe gemacht. Voll. Und er ist einfach die ganze Zeit am Lachen, er macht immer wieder so Jokes, darum das war irgendwie voll herzig. Das ist richtig cute. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja eigentlich voll die Verbindung mit ihm so, also jetzt blöd gesagt. Ja, in dem Sinne schon. Yeah. Mein zweiter Daddy. Ich würde den zweiten Daddy ja jetzt Oh mein Gott. Alter. schon noch schön. Schwör, Alter. Vielleicht ist er mein Daddy, Alter. Oh mein Gott, Plot-Twist. Nein, Ja, nein, mal den stopp. Okay. Okay, bevor wir das los? Jetzt hat ja Zeit, wo ich in Pension ist. Also, nein, Okay, nein. Okay. Also jedenfalls, ich hatte auch mein langes T-Shirt gehabt. Ja. Und ich glaube, also das erste Mal, als ich gegangen bin, war nur ein Gespräch gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir war. Es hat Nein. wirklich einfach nur Sachen gefragt. Ich weiß gar nicht im Fall, was er gefragt hat. Ich bin halt 17, ich bin da gewesen. Meistens sind das quasi Pille aufschwätzen. Schon, nein, bei mir ist er wirklich mega offen. Also ich habe wirklich einen guten Frauenarzt. Also bei mir, also nicht gegen Deutsche, aber sie ist quasi Deutsche, sie hat ihre Handschuhe angelegt, nachher ihr Teil in mir eingerammt, also ich sage da ehrlich, wirklich. Und dann nachher, aber ich bin quasi das erste Mal dort hingegangen, weil ich immer so Bauchschmerzen hatte, weißt du, wegen der Zwischenschauen, genau. Da war es vielleicht bei mir anders gewesen, darum nicht nur ein Gespräch. Ja. Ja. Ach so, Genau. okay. Aber dann darum hat sie vielleicht auch gerade direkt abgetastet, weil es ja... Ja. Weil bei mir ist es wirklich so gewesen, hey, ich gehe jetzt mal Ja. so. Und ich glaube, also mir hat es mega die Sicherheit gegeben, zu wissen, also ich glaube, das ist einfach schon meistens eigentlich so, dass du beim ersten Mal wirklich ein Gespräch hast, einfach damit du halt die Person kennenlernen. die Person kennenlernen und du nimmst halt Informationen auf. Ich glaube, ich musste so einen Pisstest machen. Ja. So einen Urintest. Ja. Pisstest. Ja, und das erste Mal auf dem Stuhl. Es ist irgendwie mega, also ich erzähle so schnell, so ganz genau, es ist wie, du hast wie so eine, wie sagt man dem, so eine Wand. Eine Wand, die so beweglich ist, so in dem Sinn. Ja. Wie so ein Kleiderding. Kabine. Kleiderkabine, Ja, voll. Und dann sagt er so, ja, du darfst dich jetzt Genau, ausziehen. Also... entblößen, ich weiß nicht, was er sagt. Mach Und dann dich ziehst du einfach knackig, unten alles ab. Voll. Und eben, wenn das, also im Sommer ein Röckchen zum Beispiel oder ein langes T-Shirt, ist halt mega angenehm. Ja, das ist voll. wirklich mega angenehm. Und dann liegst du auf der Stuhl. Und eben, es ist wie, also ich glaube, durch das, dass er die ganze geredet hat, hat er immer wieder so erzählt, Das ist schon mega... Ja, das so, macht jetzt vieles machen wir aus. das und so. Und du musst mir einfach sagen, erklären, was wir machen. Ja. Das macht so viel. Ja, das macht wirklich viel aus. Voll. Und ich glaube, wenn es so unangenehm ist, vielleicht könnt ihr einfach fragen. Also, ist Ja, das ich so? glaube... Nein, safe nicht. Also weißt du einfach so, was machen sie? Nein. Ja, safe. Also, ich meine, die haben schon so vieles gesehen. Eben. Also ja, Ich glaub, nichts ist komisch. Ja, und ich glaube, mega viele sind auch so, oh mein Gott, ein männlicher Frauenarzt, mega. Ja. Aber das ist halt, Bro, der macht das seit keine Ahnung wie viele Aber ich habe Jahre. gehört, meistens sind die sogar vorsichtiger. Ja. Weil Also, sie ja. nicht können fühlen, wie wir fühlen halt, wegen Hormon halt. Aber ja, die passen auch meistens mehr Ja. auf. Das sagt meine Mami auch immer, ja. Ja, also meine Mama hat das immer auch gesagt, Ja. vor einer Frauenärztin gehabt, Voll. die ist glaube ich auch ganz schlimm Ja. gewesen. Also ich will es jetzt auch nicht allgemein, aber nachher hat sie eben ihn gehabt und der Voll. ist mega Ja. vorsichtig und alles gewesen. Und ich habe zum Beispiel auch eine Spirale eingesetzt gehabt. Ja. Und mega viele sagen, ja, es ist ultra schlimm gewesen und so. Mhm. Und ich habe praktisch nichts gespürt. Also So der, gut. ich will jetzt Mega nicht sagen, ich weiß gut. nicht, ob es wegen meinem Körper ist oder Ja. weil er es gut gemacht hat, aber schlecht hat das wahrscheinlich einfach Ja, nicht gemacht. nein, voll, mega. Ja, das macht schon drum- vieles aus. Darum, also, ja. Das ist mein Appell an euch. Männliche Frauenärzte sind Ja, nicht schlimm. Sie Ja. können super sein. ja, wirklich. Genau. Und ich glaube auch mit den Kolleginnen reden und so ein bisschen rumlassen, wer wo Ja. hingeht. Zum glaube mal so ein bisschen Gespür bekommen, so, die Person könnte ich eher für mich zutreffen. Ja. Und ich könnte schon dort mal zu einem Gespräch kommen. Voll. Und eben einfach immer im Hinterkopf haben, das ist für die das Normalste auf dieser Welt. Also Ja. es ist wirklich, für die ist Wir das... sind auch jung und frisch. Also, ja, für uns ist das halt vielleicht komisch gewesen, weil so, oh mein Gott, entblößen von einem fremden Mensch und vielleicht auch Ja. einem erwachsenen Mensch. also nicht gegen Omis, aber weißt du, auch Omis müssen zum Frauenarzt. Ja, Und jeder das- muss zum Frauenarzt. Da haben sie bei uns wahrscheinlich noch Freude. Ja, es ist Ja. wirklich, es ist für die halt so etwas, wie sagt man, das ist null sexuell für die. Die haben Ja, nein, 0,0 nein. einen sexuellen Hintergedanken Nein, mit dem nada. Thema. Und es ist also wirklich, also, keine Ahnung, ein Frauenarzt, der wegen sexuellen Gründen, der sieht ja Sachen, der sieht Bild, der sieht die unschönsten Sachen Ja, wahrscheinlich, ja. die unattraktivsten Sachen in Ja. dem Sinn. Also es ist wirklich, ja. Aber eigentlich mega schön. Männliche Frauenärzte. Quasi, weißt du, wo sich so wie
sich interessieren für den weiblichen Körper. Das stimmt Weil ich meine, so in der Forschung und alles ist ja der weibliche Körper voll nicht involviert oder quasi so wegen Medikament oder keine Ahnung, auch zum Beispiel Eisbad. Sagt man immer so, Eisbad ist mega gut, aber das ist ja nur für den männlichen Körper gut. Nicht für, wirklich? Ja, nicht für den weiblichen Körper. Und dann so mega viele Sachen so, oder? Wo ja immer auch zum Beispiel Tests werden eben auch gemacht, eher mit männlichen Tieren. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber mit männlichen Tieren. Wo dann heisst, wegen Mama, so funktioniert denn so. Aber bei der Frau ist so, der Körper von der Frau ist weißt du, komplex. Ja. Und darum finde ich das richtig nice, wenn sich Männer so interessieren. Und das stimmt eigentlich. Ja, mega wir herzig. machen. Ja. Oh mein Fix, Gott. das ist richtig cute. Ja, stimmt, Fix. das habe ich noch nie so überlegt. Sehr, sehr nice. Ja. Ja. Aber ja, darum eben, es ist, jeder sollte es mal machen und je früher das ihr geht, desto besser. Und geht eben vielleicht mit eurer Mom, geht mit einer Kollegin. Es wird nie einfacher, um den ersten Schritt zu machen, alle machen es. Ja. Besser, wirklich lieber zu früh als Sport, weil... Ja. Und eben, falls irgendwie eure Mom eine gute Frauenarzt oder eine gute Frauenärztin hat, mir hat das mega cool für meiner Mom dort hingehen und sie hat es schon gekannt. Mega. Und sie ist schon Bro mit dem gewesen. Voll. Das hat mir mega geholfen. Ja. So wie so ein... Also das macht ja unterbewusst, also wenn meine Mom den gut Sicherheit, findet, dann ist der auch gut. Dann ist der auch gut, das ist echt so. Das macht so vieles aus. Oder eben auch bei Kolleginnen. Wenn du mir würdest sagen, du hast eine mega gute Frauenärztin, dann wäre ich so, Voll. fix. Ja, safe. Voll. Ja. Gut. Und wenn man das erste Mal geht, das war eigentlich die Frage. Also ich bin mit 18 gewesen. Ich weiss es. Ich bin mein erster Freund, glaube ich, wahrscheinlich, ja. Vielleicht. Oder einfach allgemein das erste Mal intim sein. Ja, das erste Mal intim sein, ja. Allgemein also, das erste Mal egal Voll. Wie, wo, was. Und wenn du irgendwie so 40 Jahre lang nicht intim bist, dann würde es sicher mal gehen, wenn stimmt du eigentlich. Tag hast. Ja, eigentlich... Wegen ja, halt so Abtaschen von der Brüste und so. Also doch, eigentlich macht es schon Sinn, wenn du in Pubertät kommst eigentlich. Ich habe es auch spät gemacht in dem Sinn. Also ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist, aber... Mal eigentlich, wenn du deine Tage bekommst, weil du machst ja dann auch meistens auch einen Abstrich schnell, wo du schnell checkst. Mal, du hast schon recht. Ja, okay. Eigentlich, wenn du deine Tage bekommst. Ja. Weil du machst nichts falsch. Meistens, wenn du einen Check machst und es ist alles gut, bist du einfach froh, hast du es gemacht. Voll. Weil es kann ja auch irgendwie... Könnte mal heißen, hey, jetzt hast du das und das wir vielleicht verhindern können. Also es klingt jetzt mega blöd, aber auch selber so Brüste haben so ein bisschen abtasten und so, weißt du, wegen Knoten, weil echt Brustkrebs wünsche ich keinem. Ja. Also wir wollen jetzt auch keine Angst machen. Also aber, nein, null. Aber es ist eigentlich mega wichtig. Es ist eigentlich mega wichtig. Ja, darum wirklich, nehmt eure Eier in die Hand und geht Leute einfach mal. Macht das Telefon und geht. Dann mache ich mal. Ich muss echt mal wieder gehen. Ja, aber ich eigentlich auch wieder. Bei mir ist jetzt das ein bisschen die Hürde, weil jetzt etwas Neues dort ist irgendwie so. Das ist schon noch ein bisschen was anderes. Ja. Aber es ist eigentlich eben, es ist nicht so tief. Du gehst dort her, zeigst ein Körperteil von dir und die Personen kennen sich aus mit dem und können dir sagen, ob du gesund bist oder nicht. Ja, Bro. Schlimmeres gemacht. Ja. Also, Alter, wir sind fuhr langsam, aber es ist echt geil. Lieber weniger Fragen und Typ reingehen, glaube ich. Also, ich habe das Problem, dass jedes Mal, wenn es mit einem Typ ernster wird, wollte ich auf das Mal Kontaktabbruch machen. Oh mein Gott, wir haben kurz die Frage vorgelesen und ich dachte, fix, kann ich mir leiden. Ich glaube, wir beide, oder? Ja. Willst du erzählen? Nein, ich kann schon zuerst. Und zuerst schauen, wie ich es sagen kann. Nein. Ja, ich habe meinen ersten Freund von 13 bis 15. Dann hatte ich nachher ein halbes Jahr eine Beziehung gehabt. Und eigentlich bis zum Can hatte ich immer wieder mal so Kennenlernphasen gehabt. Und es war wirklich das Ding gewesen, also vor dem hast du quasi zwei Beziehungen gehabt und nachher bist du dann kennengelernt. Also wenn wir die halbjährige Beziehung als Beziehung nennen. Okay, also ich habe nachher wirklich, wie viel Mal habe ich habe mega oft jemanden kennengelernt und habe dann so das, ich merke einfach, das ist mega deep eigentlich, aber ich kann nie mal so Single sein, weil ich so das immer gebraucht habe, so eine männliche Person bei mir. Und meistens ist das halt mega schnell, habe ich mich irgendwie verliebt oder habe wieder so den Anker eigentlich gesucht. Ja, der Fokus ist gerade, und habe dann aber irgendwie nach ich habe es mega schnell gebraucht und gesucht und aber dann eigentlich schon irgendwann eben nach so 1-2 Monaten schon gemerkt, oh, das passt eigentlich nicht, das ist es nicht. Oder wir sind mega unterschiedlich. Also wenn ich jetzt im Fall, also mega böse, ich hoffe, das lässt es nicht mehr so, aber die Typen, die ich dort so datet habe, denke ich mir, wieso? Ja. Also es matcht null. Ja. Und es ist ja so gar nicht meine Vorstellung. Es ist einfach, in dem Moment irgendwie habe ich so einen Anker gesucht. Also, wie gesagt, er ist wie immer am richtigen Ort. Zur richtigen Zeit. Zur richtigen Zeit. Am richtigen Ja, Ort. genau, So, man hat mich desperate. Und hat dir das gegeben, was du gebraucht hast.
Aber nicht, dass du das extra gemacht hast, sondern er hat es da einfach... Ja, das ist erst etwas, was ich im Nachhinein so reflektiere. In dem Aber Moment bin ich so, oh mein Gott, ich verliebe mich viel zu schnell. Ja. Und es war auch irgendwie immer scheiße, weil ich würde schon sagen, ich hatte nachher wirklich so Gefühl gehabt und bin so invested gewesen. Ja. Es war jetzt nicht irgendwie fake oder so. Aber ich habe einfach eben dann irgendwie nach so 2-3 Monaten schon so gemerkt, Ja. Es hat bei mir wie so, ich habe es einen Schalter genannt. Es hat wie so einen Schalter Ja. gemacht. Und plötzlich findest du alles scheiße. Also alles X. Alles ein X. Ich weiss, was du meinst. Alles. Übel. Wie er läuft, wie Ja. er redet, Wie er schneidet. Alles. Er hat nichts falsch gemacht. Er ja, hat nichts ja. falsch gemacht. Und es war aber auch so Jackie. scheiße gewesen, weil ich ja dann, also, weißt, ich habe ja dann nachher einen Schlussstrich gezogen. Ja. Und das war ja meistens dann gewesen, wo er dann auch schon Gefühle entwickelt hat. Das war voll asozial von mir gewesen. Oh mein Aber ich Gott, habe es in das dem ist so Sinne halt schlimm. nicht, weißt, nicht so extra Vor allem gemacht. dann nachher noch, wir beide sind People Please und nachher fühlt man sich noch so scheiße. Gefühlt machst du den Schluss. Ja, nein. Ja, in dem Sinn, falls irgendjemand zulässt von diesen paar Typen, die ich mal datet habe, es tut mir hure leid, dass ich euch ein Herz gebrochen habe. Alter, same. Also ich habe gar nicht geredet, aber same. Ja, komm, jetzt erzähl du. Ja, nein, ja, also halt eigentlich, wie du jetzt schon gesagt hast, es ist irgendwie alles so perfekt. Du bist so in deiner, du hast deine pink Sonnenbrille auf und denkst so, ja, doch, mit dem willst du jetzt mehr Zeit verbringen. Und dann irgendwann gibt es echt einen Schalter. Aber ich kann dir nicht mal sagen, was der Schalter ist im Fall. Ich auch nicht. Es ist einfach plötzlich so, aber meistens auch so im gleichen Zeitabspann. Also weißt du, ich Ja. sage jetzt mal, das ist jetzt blöd, aber vielleicht so 5 Minuten nachher ist so, jetzt kommst du nicht Ja. über. Weißt du, was ich meine? Ja, immer. Und immer so bei 5 Minuten oder 3 Minuten oder keine ich war, ja. Ja. Und es ist zum Beispiel mega lustig, als ich den Can kennengelernt habe. Meine Mom hat ihm gar nicht mega, weißt du, weil die hat schon das Gefühl gehabt, ja, 2 Monate ist er wieder, weg. ja, So, voll. es war irgendwie ein Ja. Surprise, gewesen, dass ich nach 7 Mega. Jahren immer noch mit dem Sieg zusammen bin. Aber das Ding ist halt, wie so quasi, wenn man dann nachher einen Schlussstrich zieht, ich fühle mich auch immer so gottlos scheiße, weil ich nachher wie so denke, ich habe mit ihm gespielt, aber ich habe nicht gespielt mit ihm, 0,0. Also ich habe in dem Moment Ja. wirklich Gefühl gehabt, aber ich könnte es da nicht mal erklären, wieso ich jetzt die Gefühle nicht mehr habe. Boah, weißt du, was mir gerade... Ich glaube, bei mir sind es 2 Punkte, die der Schalter gelernt haben. Wenn das Thema «Sind wir jetzt zusammen?» Ja, ist. Weil ja. ich habe wie gemerkt, Ja. ich kann wie nicht können mich wieder Es ist auf eine gerade so als Beziehung Gurgeln. Also Ja. irgendwie gerade so Es hat mich Luft wieder- eingegangen auf ja, einmal. Einengen, ich glaube, das Ja. ist der Punkt. Ist Weil das ich da. habe so, ich habe Einengen. wirklich das Gefühl gehabt und sobald Ja. das Thema war, hey, Einengen. jetzt muss ich mich... Also weißt du, ich habe ja nicht mal gleichzeitig mit anderen Typen oder so Ja. etwas gehabt, aber ich habe wie gemerkt, Ja. oh, jetzt wird es ernst. Jetzt Ja. muss ich mir... Dann mache ich mir jetzt auch wirklich Gedanken, Mega. hey, will ich überhaupt mit dem Ja. Beziehung sein? Und dann ist plötzlich, Übel. nee, doch nicht. Voll. Ich schwöre, einengen. Weil, also, ja Leute, ich bin Single. Weil wenn du halt Single bist, kannst du halt so quasi machen, was du willst, oder? Du hast halt, bist voll flexibel, blablabla, aber ist halt natürlich auch schön, wenn du einen Partner hast. Aber wenn es dann eben zu dem Punkt kommt, so quasi, ja, was sind wir denn jetzt? Ja. Und du schon so merkst, so, ja, wir müssen uns 3-mal in der Woche sehen und blablabla. Und da hast du vorher halt voll nicht so eingeplant gehabt und so. Und logisch, wenn du in Love bist und so und eine Beziehung willst haben, tust du da einteilen und dann tust du da auch einteilen, dann hat dann die Prio. Aber das war für mich gerade so, gewesen, so, oh mein Gott, nein, stopp, halt, warte. So sollte es sich nicht anfühlen. Für mich sollte es nicht sich anfühlen, wie eine Agenda eine Beziehung zu haben. Ja. Für mich sollte es einfach go with the flow. Quasi, es ergibt sich. Ja, Aber mega. ja, das ist fix der Punkt. Aber Die hast du, wo du jetzt mit diesen Typen, wo du dich kennengelernt hast, bist du so... Also was würdest du sagen, weil eben für eine Beziehung hat es ja wie nicht gelangt, Ja. aber das ist ja gleich Gefühl gehabt, oder was würdest du sagen, ist so der Punkt gewesen, wieso dir das immer wieder passiert ist? Also was hast du gebraucht von diesen Leuten, was hast du gesucht? Okay, spannende Frage. Ich glaube im Fall, dass sie, also es ist jetzt mega blöd, aber dass sie Hobbys sind. Also weißt du, Hobbyhorse? nicht, weißt, du, nicht so nur chillen oder hängen oder nur in den Ausgang gehen und sich Bier wegsaufen. Also weißt, ich mache das mal auch und so, aber es ist wie so, ich glaube, ich muss von dieser Person selber inspiriert werden. Und wenn mich die Person selber inspiriert, dann gibt man dann wieder so eine neue Energie. Ja. Und mit dieser Sachen können machen, weil ich bin ich bin eine Person, die muss immer Sachen machen und ich mache gerne dort und dort und springe gerne um und bla bla bla. Und ich will das können mit dieser Person machen und darum kann ich nicht so ein Sofa-Potato haben. Aber ich habe jetzt mehr gemeint, weißt du, ist es bei dir, was ist so der Grund gewesen, warum du... Also, Wieso es nicht gelangt hat für eine Beziehung? nein, also Oder zum Beispiel bei mir ist, wenn ich so zurückblicke, eigentlich schon so der Grund gewesen, dass ich irgendwie wie so nicht alleine sein konnte. Und weil ich eigentlich immer so ein bisschen Mail-Attention gebraucht habe. Ja. Oder einfach so das war so meine Grundbestätigung gewesen irgendwie. Oder wieso... Weißt du, was ich meine? Irgendwie so... Also warte, quasi war er... Nein, ich check's nicht. Also bei mir, also wie... Eben, ich habe... eigentlich ist es ja normal, so...
man geht irgendwie aus einer Beziehung Ja. und meistens ist man dann Single, Allein. alleine, Also ja, traurig. Single, vielleicht hat man mal etwas mit einem, aber es ist dann... Ja, logisch, aber man fühlt sich voll allein, weil man die Bezugsperson nicht mehr hat. Ja, fix. Und meistens, eben, wenn man so mit jemandem mal etwas hat, dann kann man relativ schnell sagen, Ja. hey, ja, mit dieser Person kann ich mir mehr vorstellen. Nicht? Ja. Und ich habe das irgendwie nicht können. Also wie, ich habe immer etwas angefangen mit jemandem und habe erst irgendwie zu spät gemerkt, hey, doch nicht. Und ich würde von mir aus, glaube sagen, also ja, ich muss das ein bisschen tiefer vielleicht auch nachdenken, aber vielleicht, bei mir war das immer gewesen, weil ich nicht alleine sein konnte. Ich habe immer den Anker gebraucht, also ich habe immer eine Person gebraucht, wo ich daily kann updaten kann, wo eigentlich wie so das übernimmt, wo mein Ex eigentlich gemacht hat. Also ich habe dauernd, ich habe nie mal einen Moment gehabt, wo ich in dem Sinne so Single bin, dass ich nie einen männlichen Anker hatte. Jetzt check ich. Weißt du, was ich meine? Ich check total. Ja, bei mir ist das glaube ich nicht das Problem, weil ich meine Kolleginnen jetzt habe. Aber Ja. da musst du halt auch, blöd gesagt, natürlich ist mega blöd, aber wenn du halt in einer Beziehung bist, dann hast du halt nicht so viel Zeit. Also für deine Friends, also schon, also ich habe immer Zeit gemacht für meine Friends, immer. Aber halt weniger, ist ja logisch, weil quasi eine Person mehr im Leben ist von dir. Aber ich habe da immer mega gepflegt und jetzt vor allem, wo ich jetzt Single bin, habe ich immer meine Friends, also schreibe ich immer mit meinen Friends und blablabla. Und darum glaube ich nicht, dass ich da gebraucht habe, sondern ich fange eigentlich, also ich gehe auch erst mit jemandem raus oder ich will erst mit jemandem mehr Zeit verbringen, wenn ich so denke, es ist ein Mehrwert für mich. Also quasi, weißt, die Person inspiriert mich oder boah, die zeigt mir mehr Abenteuer oder so. Ja. Es ist eher so quasi wie so denke so, boah, du kannst mich auf eine neue Ebene inspirieren, also weißt, mehr geben. Aber nicht, dass quasi, dass ich irgendwie etwas stillen kann. Ja. Ja. Für das bin ich spannend. zu lang Single, glaubst du? Ja. Ja, ich glaube, für das bin ich zu lang Single. Weil ich habe, das ist bei mir fast das Problem. Ich kann besser allein sein wie... Aber wieso hast du das in dieser... Also du hast ja auch eine Zeit gehabt, Ja. wo du das immer wieder gehabt hast, eben, dass du mit einem Typ etwas angefangen hast und nachher gemerkt hast, oh nein, doch nicht. So, wieso ist das jetzt anders, dass das jetzt nicht mehr passiert Ja. und dort ist es passiert? Ich bin eben in einer 4-jährigen Beziehung gewesen. Ja. Also meine letzte Beziehung war 4 Jahre gewesen. Und danach habe ich eigentlich ist das 2 Jahre her oder 2 Jahre her, von diesen 2 Jahren, in dem Zeitfenster, habe ich erst mit jemandem Ja. Nein, ist doch länger. einen datet. Ich habe dich kennengelernt, wo du Single warst. 3 Jahre, oh mein Gott, ich bin schon 3 Jahre Single. Nein, aber kennen wir schon 3 Jahre? 2,5. 2,5. Ja. Ja, 2,5. Ja. 2,5, ja. Ja, Ja. 2,5 Jahre Single. Und in dem Zeitfenster habe ich nur mit Ja. ich habe nur jemanden datet, Alter. Ja. Da habe ich gesagt, tu ich daten. Also es wird leidet deine Zeit, DMs. Nein, das habe ich nicht gemacht. Oh mein Gott, Aber das wäre so lustig. Es wird Zeit. Nein, es wird echt Zeit in einer Beziehung. Ja. Aber sorry, warte, jetzt bin ich voll abgeschweift. Aber ich finde es gerade spannend, weil ich habe jetzt... Ja, genau. Was? Ja, jetzt weiss ich wieder, wo wir sind. Nein, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, dass es eigentlich schon einer der Main Points ist, eben so der Anker, weil ich habe, glaube den nicht bei Kolleginnen gehabt. Also ich würde sagen, ich habe jetzt... Also ich glaube, wenn ich jetzt Single wäre, könnte ich auch mehr Single sein, weil ich so mittlerweile Deine freundschaftliche Friends. Anker habe. Ja. Und das habe ich dort halt echt Das nicht macht gehabt. so viel aus. Also ich habe schon Freundschaften Ja. gehabt, aber ich habe zum Beispiel mit niemandem mehr Kontakt dort. Oder das sind so Freundschaften, zum Beispiel in der Sek. Ich bin mit denen in der Sek befreundet gewesen, aber man hat nie wirklich abgemacht gehabt. Und wo die Sek vorbei war, hast du nachher nicht mehr mit denen zu tun gehabt. So die Art von Freundschaften habe ich gehabt. Und das ist schon, glaube ich, ein rechter Unterschied. Ja. Also darum, das kann voll gut sein, dass es wirklich einfach wegen dem Ja, vor allem fix war. wegen dem. So, ich Fix brauche wegen dem. jemanden, der so Ja, ganz du tief... spielst ja mega, also du spielst ja wirklich wortwörtlich allein so. Ja, Also weißt du, ja fix. voll. Nein, Das Friends. ist voll spannend, das habe ich mir noch Friends. nie so überlegt. Darum merkst du ja auch meistens, also die ganz schlimmen Beziehungen, die quasi in einer Beziehung sind und nachher hörst du von denen gar nichts mehr. Ja. Und wenn sie dann wieder Single sind, dann sind sie ja voll into Ja. Friends. Und da finde Ja. ich zum Beispiel mega schlimm. Und darum ist mir da, weil ich da eben mal mitbekommen habe, aus der Außenperspektive habe ich so gedacht, so würde ich nie werden. Also weißt du, ich würde immer quasi meine Friends können pflegen und Ja, same. für sie da sein und nicht plötzlich so, jetzt habe ich meine Freundin mehr, hallo Leute, I'm back. Ja, bei mir Ja. also umgekehrt, für mich ist es zum Beispiel so wichtig in einer Beziehung, dass man gleich noch seine Freundschaften Ja. pflegt. Das finde ich aber mega nice bei dir. Ja, da habe ich schon ein paar Mal Ja. gesagt, nein, richtig cool. Das Aber- ist richtig geil. Aber ich weiß auch nicht, weil also, weißt also, wie soll ich das sagen? Auch wenn man sich nicht vorhat zum Trennen, wenn es passiert, möchte ich eben auch nicht so, dass, Ja, oh Scheiße, jetzt bin ich allein. Und das finde ich,
gibt so viele Beziehungen, wo das passiert, dass man sich abkapselt. Ja. Manchmal unbewusst, manchmal auch vom Partner Mega, gesteuert. ja. Das ist so der gefährlich. Partner macht auch Es so ist vieles so aus. gefährlich. Der Partner macht einem einmal blind. Ja. Holy fuck, Ja, und eben, wenn du den Anker in deinem Leben hast, also das merke ich schon, Ja. so, der Can ist ja in dem Sinne mein Anker, ich erzähle ihm alles, Ja. aber es ist gleich so wichtig, dass man noch andere Anker in seinem Leben hat, dass der Partner nicht der einzige Anker ist, so, auch wenn wir nicht vorher zum Auseinandergehen, aber ich finde es so etwas Wichtiges. Voll. Und darum, ich finde es auch mega wichtig, dass du in der Beziehung dann gleich die Freiheit hast, um mal mit Freunden in die Ferien gehen, mit Freunden mal in den Ausgang gehen, mit Freunden sich treffen, egal ob weiblich oder männlich. So, ich finde das so wichtig. Ja, weil, nein, Freunde, so wichtig, Ja. oh mein Gott. Und Freunde ist doch irgendwie so etwas Wichtig. Schönes, das sind so die Leute, die kannst aussuchen und zum Beispiel, es gibt doch auch so gewisse Sachen vielleicht in der Beziehung, weißt Ja, nicht kannst, weil, ja. also wie, es ist hure schwierig, dass du einen Partner findest, der all deine Hobbys, all deine Sachen, die dich interessieren, kann abdecken. Und für Voll. das sind doch irgendwie auch Freunde da, dass Ja. man wie so überall... Auch gegenseitig supporten oder eben mal in der schwierigen ja, Zeit für einen da sein, aber auch in der guten Zeit umso Ja. mehr. Also ja, nein, Ja, Friends voll. sind so... Pfleget. Ja. Friends sind so wichtig. darum Karl, Appell von uns jetzt, schreibt Ja. euren Friends und machen Ja, etwas nein, Gleiches. wirklich. Ich schwöre, schreiben auch einfach mal eure Friends, einfach an einem random Tag, wenn ihr mal random an sie müsst denken, Ja. also jetzt sind es gerade mega cringe, aber quasi, ich habe dich so gern oder Ja. du bedeutest mir so viel. Weil Mhm. das sagt man so wenig. Das Aber wenn ich einmal so über meine Kollegen nachdenke, so, ihr seid alles für mich. Ja. Wow. Nein, wirklich. Aber Aber ja. sagt so, sagt da mehr. Mhm. Ja, lasst die Leute mehr wissen, weil ein paar Leute wissen es eben nicht. Das Darum, stimmt. Spread the love. Let's go. Okay, ich kann im Fall null einschätzen, wie lange wir schon Oh dran mein sind. Gott. Ich kann es wirklich null einschätzen. Ich merke so langsam, dass es so ein bisschen dusty wird. Checkst du, was ich Ja. meine? Darum, Willst du noch so eine Frage? also ich liebe Podcasts. Ich liebe es eigentlich. Ich liebe es. Ich kann eigentlich gar nicht aufhören. Aber es ist wie so, dass ich quasi so ein bisschen bin, so... Langsam Weißt du, was ich Energy meine? draussen. Also ein bisschen so Luft ist vernebelt. Ja, die Luft ist raus, wortwörtlich. Ja, langsam. Also Okay. warte mal schnell, ich will das schnell überlegen. Also okay, wir machen noch schnell den. Kurze Frage, das haben wir jetzt eigentlich beantwortet. Ist Nina in einer Beziehung? Aha. Eigentlich voll... ich fühle mich voll geehrt, dass ihr fragt. Es hat wirklich hure viel Es gefragt, hat ist Nina in echt einer viel Beziehung. gefragt, wow. Leider nur Frauen, aber... Ja, Also was heisst leider? schwör. Also, ich stehe auf Männer so. Aber... Falls es einen Danke. Mann da draussen gibt, der Ja. Nina hat, findet es leider Also ihre nur DMs. 7, 8000, du bist grusig. Nein. Sorry. So schlecht. Nein, ich glaube schon mal, kann das sein? Ich glaube schon. Ja, scheiße. Egal. Oh Gott. Nein, das müssen wir sagen, weißt du, die Leute haben sich vielleicht wieder vergessen. Okay. Scheiße, Also warte, peinlich. kannst du mal schnell reden, dann tue ich schnell eine La, la, Frage la. suchen, die passt. Okay, oh, da hat sie Flüge, ich fange sie. Oh, ich habe sie gefangen. Nein, wirklich? Ja, nein, sie ist da. Okay. Egal, Hey, du musst suchen. Ich muss reden. du hast sie nicht. Nein, sie nicht. Nein, ich muss suchen. Also komm, Okay. wieso Also- bist du Single? Erzähl. Ich tue der. der... Ja, das wüsste ich auch gerne. Ich sage dir auch ehrlich. Ja, nein, keine Ahnung. Also, ja. Also, ich bin eigentlich gerne allein, sage auch ehrlich. Aber das Problem ist, eben, wenn du zu lange allein bist und Okay, genug keine Hobbys hast, dann bist du gut allein. Ja, was? Nein, erzähl, let's go. Alle meine Kolleginnen haben einen Freund, ich nicht. Alle... Ei. Ich finde, das passt jetzt gerade. Weil, Also, alle meine Kollegen... Ja, das stimmt. Das trägt eigentlich zu mir. ja, darum habe ich sie rausgesucht. Aha. Okay. Nein, also, Karin, es ist ja immer mal wieder ein Thema, wo Ja. wir irgendwie darüber reden. Ja. Und ich finde es eigentlich noch spannend, zu mal darüber reden, weil ich glaube, es gibt schon viel, was so geht. Und es ist so der Mix von... Ja, Man jetzt macht muss ich Jokes wieder drüber, aufhocken. Aber mich Ja. nimmt mal ehrlich Wunder, so bei dir, wie fest ist dir egal oder wie fest juckt es dich? Oder was macht das mit dir? Oder wie ist die Situation zuerst mal bei dir? Vielleicht kannst du mal dort anfangen. Okay. Also ich bin schon mega lange Single. Natürlich hätte ich gerne eine Beziehung gehabt. Ich bin wie so in so einer Selbsthilfegruppe. Wo so, hallo, ich heiße Nina und ich bin Single. Und ich suche einen Freund. Und ich suche einen Freund. Warte. Also ja, genau. Also ja, ich habe glaube so
es ist jetzt mega blöd, aber ich habe mega viel Hobby oder ich kann mich gut selber beschäftigen, dass es für mich nicht so ein Ding ist. Aber das Ding ist, ich habe jetzt voll die Routine bekommen, ich mache jetzt eben voll viel Sport, ich tue Videos schneiden, dann gehe ich ein bisschen arbeiten, also jetzt wie so die Routine und ich bin so ein Mensch, ich brauche Abwechslung und darum, jetzt bin ich wie so an einem Zeitpunkt, auch nach meinem Austauschsemester und blablabla, jetzt bin ich auch voll in Zürich, habe eine feste Wohnung, ich weiss jetzt, wo ich wird wohnen für die nächsten Monate. Jetzt wäre wie so voll, ich schwöre, ich wäre jetzt ready für eine Beziehung, aber es ist wie auch nicht so, dass ich einfach der erste Beste bin und sage so, ja, mit dir würde ich quasi jetzt, eine Beziehung eingehen. Voll, aber für mich macht es echt nichts aus. Also ich bin, wie gesagt, ich bin gerne Single, ich kann mich gut alleine beschäftigen und ich habe mega gute Friends und ich liebe es, mit ihnen Zeit zu verbringen. Aber es ist wie so, logisch, man will mal wieder so Nähe oder mal mit einem Freund etwas unternehmen oder eben mal quasi mit einem etwas trinken oder essen oder halt so, Daily Life, glaube ich, ja. Aber ist es jetzt bei dir so, dass viele von deinen Kolleginnen einen Freund haben? Alle im Fall, ich sage dir ehrlich. Wirklich? Alle. Also von den Ängsten alle. Ja, Nadine nicht. Ja, Nadine nicht. Aber ja. Ja, okay. Ja, eine ist jetzt gerade so in einer Krise, aber sonst eigentlich im engeren Kreis es fühlt sich so an. Ja, voll. Also ich könnte wahrscheinlich jemanden aufzählen, der quasi Single ist. Ja. Zwei. Ja. 2! Ja. Ja. Aber das Gefühl, dass das auch so ein bisschen Einfluss hat? Oder weißt du, gibt das dir irgendwie so ein Pressure irgendwie? Nein, aber jetzt zum Beispiel, wenn du einmal, keine Ahnung, an einer Party bist oder so und nachher siehst du jeder mit ihren Freunden, dann macht er logisch etwas mit dir, weil du dann einfach so denkst so, oh, ich hätte das auch gern, aber du gehst umso mehr rein. Also weißt du, ich finde es ja mega schön, zu sehen, dass sie mega glücklich sind und sie den Partner gefunden haben und so. Und dann denke ich mir, wieso, shit, Alter, was muss ich machen, dass ich so mal meinen Partner finde? Ja. Aber ist bei dir jetzt auch so ein Druck von, also weißt du, so, oh, ich bin schon so lange im Single gewesen und ich sollte langsam oder irgendwie so. Nein. Oder ist es mir einfach so eigentlich ein Wunsch? Einfach so es ist ein Wunsch, ja. Voll, ich meine, also, hallo, niemand macht mir da Regeln, wenn ich quasi einen Freund habe oder wer nicht. Also, es ist blöd gesagt, aber logisch ist Sex immer. Aber es ist eher so, Wunsch ist schon aber es ist jetzt auch eben, wie nicht einfach so, dass ich gerade mit dem nächsten Tag ins Bett springe. Nein, aber ja, es ist wie... Du so, Leute, ich bin Single, schreib mir an. ich gehe jetzt auf Dating das Jahr. Aber schau, mit wie vielen ich rausgehe, wahrscheinlich mit einem. Ja, vielleicht nachher ist es auch der Dude vom Busfahrer, wenn es da voll ja, ich schwöre, let's go, slide my DMs. Ja. Weißt du, warte, sorry nochmal schnell, weißt du, Frage? Du hast wieder Zuwäsche ausgefragt da jetzt gerade. Wieso das Interview? Was ist das erste Mal ein Single neben dir da in der 9-Pause, dass du denkst, jetzt kannst du die Chance nutzen. Endlich mal alle! Wieso, warte, wie sagt man denn? Wieso die spezielle Tier? Weißt du, eine Spezies. Ich bin so eine Spezies, weißt du. Ich bin eine Frau. Spektrum haben wir da. Spektrum. Also, die Frage war, das ist eigentlich gar keine Frage, es einfach, alle meine Kollegen haben einen Freund, ich nicht. Es ist eigentlich einfach ein Stimmbruch. I feel you. Na. Ja, nein, es ist in dem Sinne gar keine Frage, aber ich habe es einfach mehr runtergenommen. Ja, nein. Ich glaube, es gibt viel, wo es vielleicht auch, es gibt vielleicht auch umgekehrt. Also gerade früher, als ich so ein bisschen jünger war, bin ich halt denen so ein bisschen komisch gewesen, dass ich die war, die einen Freund hatten und alle anderen nicht. Ja, ich bin ja eigentlich voll die Beziehungsmensch gewesen. Ja. Früher noch. Ja. Ich war immer die, die in der Beziehung war. Ja. Das ist so lustig. Ich ja, kenne dich halt, mich nur Single. Seit du Single bist. Das ist krass. Ja. Das ist echt krass, weil sonst bin ich immer in einer Beziehung gewesen. Wir kennen uns erst 2,5 Jahre, das ist eigentlich auch crazy. Das ist mega krass. Das ist wirklich weird. Oh mein Gott, das ist ja nichts. das ist echt voll nichts. Das ist ja voll nicht. Voll peinlich. Weißt du meine Lieblingsfarbe? Die weiß ich gerade selber nicht, warte. Wahrscheinlich, ich schätze jetzt mal. Okay, ich schätze deine. Wahrscheinlich musst du noch überlegen. Ich hätte dich eigentlich so auf dem Rot gesehen, auf dem Weinrot. Wieso? Du musst es erklären. Weil du Weinrot das so sagst. Ah, okay, ja. Nein, warte, ich muss schon überlegen. Was ist die? Lustig. Ich muss an deine Ästhetik eigentlich denken, die ist eigentlich nicht Weinrot. Die ist... Ist sie so ein bisschen orangelich? Hä? Weißt du, orange? Ich habe jetzt gerade an deinen Insta-Feed gedacht. Aha, wegen dem Aperol. Eigentlich ist Alkohol. Scheiße Farbe. Nein. Oder was hättest du bei dir gesagt? Ich glaube. Aber wenn ich dir eine Farbe müsste geben, wäre sie so ein helles Blau. Wieso?
Ich weiß Will ich jetzt nicht. Jeans haben? Nein. Nur weil- Wieso? Nein, finde ich spannend. Oh, finde ich spannend wegen Farbentheorie. Gibt's ja. Weil du hast, also wie soll ich das sagen? Blau ist so, ist das nicht so ein bisschen die Farbe von so der... Vom Ocean, See, Wasser, Nein, Ocean ist für mich mit Türkis. Luft. Hellblau ist für mich so, auch so eine ganz tiefe, herzliche... Oh mein Nein, Gott. wie soll ich das sagen? Jö. So ein bisschen friedlich. Jö. Friedlich ist doch, Jö. für mich ist hellblau ist so friedlich. Jö. Jetzt knutschen wir dann halt. Nein, ich schon. Was will ich? Oh nein, eigentlich, was ist deine Lieblingsfarbe, Bro? Meine Lieblingsfarbe ist, glaube ich, grün. Aber ich weiß nicht, wieso ich grün sage. Du hast gar nicht grün daheim. Sagst du grün? Grün? Sagst du es Grün. Wie Grün. der Käse. Grün. Sagst du nicht grün? Grün. Grün. Nein, grün. Grün. Sagen dir grün oder grün? Grün. Hey, grün? Einfach so, nein, ich weiß schon, dass sie ausgenockt wird. Grün? Ach, grün. spannend. Wieso? Ich habe eine Frage, sag da. Was Scheiße, jetzt weiß ich selber nicht mehr. Crema nicht tun oder eine Crema nicht tun? Nein, wir haben es von Gel gehabt. Ah, Gel. Sie hat irgendwie Ah, gestern warte, erzählt- da muss ich sagen, ich habe einen Krampf, darum Gel. Entschuldigung, du hast keinen Freund, das hat jetzt niemand irgendwie gedacht. Nur schon sagen. Aber ja, nein. Also ja, genau, ich habe gesagt, ich muss unbedingt, wenn ich daheim bin, ein Gel auch nicht tun. Ja. Und ich bin so, nein, Schäl, nicht Gel. Ein Gel. Aber Ja, was ein für Gel. Ich glaube, ein Gleitgel. Sie sagt sie, ja, Gel? Ja, ich kann so denken, so, Gel? Schäl. Schäl. Was, du musst ein Schäl an tun? Ein Gel. Und Du nachher musst sie Schäl auch nicht tun. Ich muss Schäl auch nicht tun. Es ist doch Ich muss ein Mehrzahl. Schäl. Also was so ein Schäl, ein spezifischer Schäl. Der Aber- Sportschäl. Aber Darum du musst, ein du musst Schäl. du musst gleich Schäl an tun. Du kannst ein Friends Schäl. support me! Ja, aber das ist so, wenn es eine Masse ist, dann ist es doch automatisch Mehrzahl. Du sagst ja nicht ein Gold. Ja, Du sagst fair, einfach, ich es ist check. Gold. Aber weißt du, wenn so ein spezifischer Schäl. Ja, ein spezifischer Schäl, dann sagst du ein Schäl. Also Nein. so, der Schäl. Ja, du sagst schon, ja, wenn's, hey, wenn Ein ein Schäl benutzt, Schäl. ist, benutzt der Schäl. Dann benutzt du das Pronomen. Ja, aber ich will einen Schäl, weißt du, aber ein Schäl an tun. Du musst einfach fucking Schäl an tun, Kollege. Okay. Nicht Okay. ein Schäl. Und nachher ist so Nina gesagt, was ist die Mehrzahl von Schäl? Ich so, es ist halt einfach, es ist schon Mehrzahl, weil es eine Masse ist. Ich sage Schälien. Also, Schälien. Und nachher Ich ist bin so, auch oh mein Gott, das ist ja so, können wir schnell mal... Maschela. Doch, wir müssen schon erzählen. Das haben wir schon Ich erzählt. traue mich nicht mehr über das zu lachen. Ich habe auch nicht, wir sagen das mega oft, sagen wir einfach so, Maschela. Das ist so, wir finden es einfach lustig. So, wenn etwas Herzes passiert. Oh, Maschela! Noch hast du mir einen Meme-Kunde gegeben. Nachher habe ich erzählt, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber wisst ihr, woher das Meme kommt? Also ich habe es nicht gewusst. Maschela. Oh mein Gott, Maschela. Das ist ein Meme, weil Gott. eigentlich ursprünglich, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, ich habe das nur irgendwo gehört oder irgendwo auf TikTok gesehen. Und wir haben ja das Meme angeschaut. Ja. Das ist ein Ballen Vater, der am Brüllen ist. Weil, also das ist voll nicht lustig, Nein. weil seine Tochter gestorben ist und Ja, sie ist hat gar nicht Sheila lustig. geheißen. Ja. Und er ist halt sich am Filmen Ja. und am Brüllen und hat so, oh mein Gott, Sheila. So. Und er hat dann auch so einen Pulli an, wo Sheila draufsteht. Ja. Und er hat so, weißt du, von, ja, Er nein. ist halt voll verbrüllt Ja. und, es ist so, und er sagt Ja. halt das, oh Sheila. Und es ist einfach so crazy. Wie muss der sich fühlen, dass einfach Oh die mein- ganze Welt über das ihn ist lacht? hart. Das ist crazy. Das ist, also wenn das wirklich stimmt, dann ist das Das richtig ist so hart. schlimm. Ja, geben wir mal irgendwo auf TikTok ein, Ja. My Sheila Original Video. Ja, Das ist, ja, ja, egal, wir blenden es gleich aus. ja. Wir sagen trotzdem, haha, My Sheila. Ja, Nein. Sheila, ja. Aber das weißt du, kann es eigentlich nicht mehr machen. Es ist Nein, so ja, gut, es ist aber so echt- bodenlos. Also, gut, dass man es wüsste, aber eigentlich hätte ich es lieber nicht gewusst, sagt er ehrlich. Eben. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, mal Sheila. Ja, das ist jetzt unser Ja. Insider. Ist Ja, uns geklaut was soll ich worden. jetzt sagen? So, Opfer. nein. My Shalien. Maschelien. Ja. Wie sind wir eigentlich auf das gekommen? Ich weiß auch nicht mehr. Jetzt sind wir Max abdriften. Alter. Aber ja, oh, Leute, ich glaube, langsam ist die Podcast. Mann, ich hätte hure Bock zu machen, noch weiter Ja, reden. ich schwöre. So, Was denkst du, wie lange sind wir schon da? Ich habe keine Ahnung. Im oh, Fall. ich sage 56 Minuten. 56 Minuten, das ist eigentlich voll easy. Du machst doch Ja. immer stündlich, oder? Ja, Ja. aber schätze mal du, hä? Du hast eine gute...
sie ist gut im Schätzen, weil du machst ja auch wöchentlich und so. Dann sage ich entweder ein bisschen tiefer oder ein bisschen mehr. Ich sage 58, wenn wir jetzt noch länger 2 Minuten, reden. Kollege! Ja, also weißt du, kommt ja nicht drauf an, weißt du, ich bin Also. also. näher. Mathe, Big Brain, Alter, Big Brain. Das siehst du, Angel. Also ich will einen Kommentar, die sollen sprengen, bitte. Ja, Angel. So, aber ja, Okay. wir können sonst gerne mal unseren Girls Talk weiterführen. Wir haben eigentlich Ja. noch andere Themen gehabt. Wir haben noch Schau, wir haben voll Selbstbefriedigung viel. gehabt. Ja. Wir haben noch... Den Crush ansprechen. Ah ja, Crush. Ah, fuck, das haben wir auch nicht Ja, angesprochen. ist auch nämlich, Es gibt eine glaub ich, zweite so. Folge. Ja. Wärst Ja. du dabei? Ja. Wenn wir noch mit dabei haben. Gut. Ich kann nicht mehr normal küssen, wahrscheinlich jetzt. Vor allem, weißt du, so. Wieso? So. Mua. Ja, okay. Aber ja, ich Ja, hoffe, kann euch hat die sein. Podcast Ja. gefallen. Ich hoffe es auch. Wir, oh mein Gott, wir müssen nachher mal... Wir müssen in einer Stunde jetzt sein. Okay. Ja. Ich hoffe, euch hat die Podcast gefallen. Wenn ja, dann vergesst nicht, den Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung schicken. Vielleicht kommt dann Nina irgendwann, datet sie dann irgendwann in der Tür. Vielleicht laden wir einfach irgendwann daher ein. Alter. Dann mache ich so eine Dating-Show draus. Meine Bachelorarbeit. Ich schwöre. Also dann mache ich so ein Dating-Dings draus. Weißt du, der Kollege da. Ja. Und dann tue ich einfach kuppeln. Dann bin ich so, ja, okay. Speed-Dating. Speed-Dating. Und du bist Moderatorin. Das wäre auch eine lustige podcast Das wäre eigentlich schon Ich lade so, witzig. ich könnte euch bewerben, Leute können sich bewerben und dann gibt es so 5 Minuten. Oh mein Gott, das wäre ist so lustig. Das wäre schon ein lustig. bisschen lustig. Also jetzt finde ich es auch lustig, nachher im Moment ist es wahrscheinlich nicht mehr lustig. Das wäre eigentlich 50 Typen so bei meinem Schlafzimmer da am Warten. Ja. So, ja, next. ja, next. Und so richtig So garstig. geil. Weil sich ja so viel bewerben. Vor allem, ich weiss gar nicht, ich glaube gar nicht so viele Dann Männchen. haben wir so 2. Einer von euch ist der, der im Bus gehockt ist. Ja. Und der andere ist mein Vater zu meinem Support. Das sind doch mal ein Schwiegersohn bekommt. Ja. Ich weiss auch gar nicht, wie viele Typen meine Podcast-Folge hören. Weil ich glaube, es sind schon sehr viele Girls. Ja. Falls du ein Typ bist und meinen Podcast bis dahin gehört hast, Chapeau! Du mal kommentieren. Da will ich Ja. wundern. Jetzt für mich mal wundern, Ja. wie viele Typen... weil das Falls finde ich kein cute. Eier hast zum Kommentieren, dann mach irgendeinen Emoji-Kommentar. Ja, Was ich meine, muss das ist Emoji ein machen? safe place. Ja, eigentlich schon. Ein Ja, nimm einfach Eier in und kommentieren. bist du dumm. Ein Otto wegen Bobbe. Oder Bobbe, Bobbe. Nein, ein Robbe. Robbe. Ein Otter wegen Bobbe. Okay, jetzt müssen wir stoppen. Also hier sind Ja. sie langsam fertig. Fertig. Futsch. Was auch immer. Ah, wirklich, es ist gut. Oh mein Gott. Gut, die Luft also. da. Bis zum nächsten Mal, Nina. Und, nein, was laber ich hatte? Mach du die Abmodi. Danke, Nati. Du hast schon voll schwitzige Hände. Wieso? Ja. Hey. Also, Ja. ja, mach du. Komm, mach du mal die Abmoderation. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Jetzt 9 Pause. Tschüss. Oder? Ja, ja. Das ist Schluss. Also, sagen wir es gleichzeitig. 3, 2, 1. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.